Alle reden, keiner sagt dir jetzt. Komm, Jetzt sag redet denen mal. Jetzt redet wir. Sehr gut, so ein bisschen übermüdeter Podcast und dann ist immer... Ja. Dann haben wir die ehrlichen Antworten. Genau, fahr noch ein bisschen Jetlag. Gerade vom Training kommen. Das ist Absolut, perfekt. alles zusammen. Herzlich willkommen zu Jetzt haben wir schon angefangen. Jetzt Ich denke, es kommt noch... redet mir Intro. Intro. Wie geht das Intro? Ich weiß es nicht. Also du hast mir es vorher gezeigt, es sieht gut aus. Aber ich habe gedacht, du sagst so, hey, wir fangen jetzt an aufnehmen. Aha, nein, ein Love, Bro. Das machst du souverän. Dankeschön. Das sollte ja authentisch wirken, das Ganze. Jawohl, ja. Heute mit dem Flo. Ich sage am Anfang ein bisschen, wo wir, wie lange wir uns kennen, von wo wir uns kennen. Wir haben uns im Ruckus kennengelernt. Brazilian Jiu-Jitsu. Und jetzt kennen wir uns etwa ein Jahr. Ja. Ein Jahr, so. Genau. Du bist... Ein bisschen zu dir, erzähl mal, du. Wer bist du? Wer bist du? Ich hätte jetzt lieber hören, wie du mir... Wie wichtig ja, bist du? das würde jetzt schon, wäre jetzt schon Also. interessant. Flo ist ein sehr aufgeschlossener, attraktiver junger Mann. Nein, ich will, also so Sachen, die dich ausmachen. Ich glaube, etwas Grosses in deinem Leben ist sicher, dass du Basejumper bist. Was man jetzt auch nicht in jeder Ecke, also ja, ist jetzt nicht wie eine KV-Lehre. Das ist so. Aber einfacher. Einfacher. Einfacher als das KV. Ja, das ist safe. Du kannst es schneller machen und es ist wie einfacher. Ja, ja, ich glaube, es kommt auch darauf an, was für ein Mensch du bist. Ja, das Du bist, dann würde ich natürlich sagen, dass du ein Adrenalin-Junkie bist. Jetzt nicht nur wegen dem, aber du brauchst schon so den Nervenkitzel, würde ich sagen. Darum bist du auch im Ruckus. Dann bin ich eher, weil ich ein Masochist bin. Ja, Schmerzen sind einfach geil. Und ja, ein bisschen ums Überleben kämpfen macht auch noch Spass. Du bist ein sehr herzlicher, liebevoller Mensch und ich liebe deinen Berner Dialekt, Bro. Das ist mir schon recht sympathisch, muss ich sagen. Das ist schön. Ja, ich habe Zürichdeutsch geredet als Kind, weil meine Eltern von Zürich sind. Und nachher bin ich in Bern hart gemobbt worden. Mit dem Zürich-Dialekt. Logisch. Und dann habe ich mir ganz fest angewöhnt, Berndeutsch zu reden. Und jetzt ziehe ich auf Zürich und ja, jetzt kann ich mir es nicht mehr mit. Nicht? Nein, das ist jetzt... Außerdem kommt man gut an in Zürich mit einem Berner Dialekt. Voll. Die Leute sind extrem offen und geben mir immer wieder Komplimente. Und darum, ich glaube, ich bleibe dabei. Hättest du das gedacht, dass Zürich... Also wann bist du denn weg von Zürich und wann bist du dann... Ich war immer in Bern. Also ich bin in Bern geboren. Aber weil meine beiden Eltern auch Zürich-Deutsch reden, ja, nimmst du okay, als Kind so halt den Akzent der Eltern auch an. Fix. Und dann, ja, nachher der Kindergarten und dann in der Schule irgendwann ist das dann langsam losgegangen mit so, du redest verdammt komisch. Und wie lange bist du jetzt in Zürich? Oder? Hey, ich weiß gar nicht. 7 Jahre. Ja. Okay, Ja, schon also nicht Zeit. seit gestern, ja. Ja, genau. Ja, ich bin hergekommen studieren. Ich wollte schon immer weg von Bern mal und es war immer sehr Zürich orientiert gewesen, eben weil die Familie von hier kommt. Ich hatte viele Freunde von Zürich gehabt. Und ich meine, sind wir ehrlich, wo willst du her? Es gibt irgendwie Zürich, vielleicht Genf, wo noch ein bisschen grösser ist, aber ja, von Bern aus. Wobei von Bern aus kannst du jetzt Kuhkaff, es ist aber alles gleich gross. Du redest jetzt nicht Französisch in Genf? Ja, das wäre kein Problem. Ah, du kannst Französisch? Fließend. Ah, was? Ja. Ah, siehst du. Immer wieder... Und Voller Überraschung. genau, natürlich bist du da immer für Überraschungen zu haben. So oder? ist es. Nein, ich rede nicht fließend, aber ich kann mich verständigen. Okay. Ich glaube, ich würde mich durchschlagen gerne. Das würde ich schon schaffen. Dann, was ich natürlich über dich sagen kann, ist, du hast einen sehr, sehr berüchtigten Schoki-Bananenkuchen. Oh, das ist ja okay. Ja. Der mit dem, wie sagt man, Adrenalin-Junkie, mit der würde ich ein bisschen widersprechen, aber mit dem Schoki-Kuchen, das ist echt schön, dass ich langsam mehr so platziert habe, dass die Leute mehr wegen dem Schoki-Bananenkuchen kennen. Das ist etwas, an dem habe ich lange gearbeitet. Hoffentlich auch jetzt trägt es endlich Früchte. Wichtig, ja. Du bist aber auch Koch gewesen. Exakt. Also,
Single bist? Ja. Du sagst, du willst widersprechen wegen Adrenalin-Junkie. Ja. Ja, der Adrenalin-Junkie finde ich immer so ein bisschen... Man wird so ein bisschen abgestempelt und ich glaube, wenn du so einen Extremsport machst, ist so das Erste, was du von allen hörst, so, das ist so ein Adrenalin-Junkie. Und, Okay. und ich finde es wie so ein bisschen herablassendes Wort, weil es gehört noch viel mehr dazu. Ich finde, das, wie du es dann erklärt hast, so der Nervenkitzel und so, das ist sicher. Ich meine, das gehört dazu, wenn man Basejump, wenn man Extremsport macht. Das ist mit ein Grund, aber es kommt halt viel mehr dazu, weil eigentlich ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Ich bin, glaube ich, ein bisschen vorbelastet mit dem Adrenalin-Junkie. Ja, ich merke es kratzt ein bisschen. Ja, es kratzt ein bisschen. Ich habe es nicht böse gemeint. Nein, aber es ist Aber- voll easy. Aber es ist in jedem Interview, das ich geführt habe, in jedem Podcast, in jedem irgendetwas schnell so, du bist schon, du hast Basejump, bist schon Adrenalin-Junkie. Aber- Aber bist dann so, ja, der Junkie ist ja wie, kann nicht ohne leben. Oder besser gesagt, es ist verdammt schwierig wegzukommen. Das finde ich wie nicht. Ich kann aufhören. Aber Bro, Und dann auch nicht so... ja, aber ich rede nicht, du bist Adrenalin-Junkie, weil du Basejumper bist. Also, der Kampfsport hat auch mit Adrenalin zu tun. Absolut. Der Nervenkitzel, und ich erinnere mich noch, wo du mir gesagt hast, wo du das Basejumper für dich entdeckt hast, ist so geil, es befriedigt wie so eine Seite von dir, Ja. oder? Das, was du ein bisschen, gesucht hast. Ja. Und das Nächste, wo dir das Gefühl wie gegeben hat, ist das Jiu-Jitsu gewesen. Und ich führe es Absolut. auf das zurück und gar nicht wirklich irgendwie so. Aber du bist, glaube ich, ein Mensch, der ans Limit gehen muss. Ich sage es mal so, umschreiben. Ich sage immer, irgendetwas in meinem Kopf funktioniert nicht so mit der Dopaminausschüttung und darum muss ich wie recht weit gehen, um wie so eine gewisse Befriedigung und wie so eine gefühlsmäßige Stimulation zu bekommen. Ja. Es so Sachen, wo ich finde Sachen schnell langweilig oder sie tun mich nicht so bewegen. Und Basejumpen ist halt, glaube ich, das Extremste, was du machen kannst. Und durch das halt auch sehr überwältigend und irgendwie dort passiert wie etwas. Und bei vielen Sachen sonst halt wie nicht. Ja. Ich weiß nicht, was genau dort das Problem ist, aber dort ist irgendetwas in meinem Kopf. Das ist dort ein bisschen speziell, ich weiß es nicht. Das hat mich schon immer habe ich wie müssen so ans Limit gehen. Und mittlerweile bin ich genug alt, um reflektiert zu sagen, dort war irgendetwas schon immer. Irgendwie muss ich wie so eine extreme Stimulation haben, dass bei mir etwas passiert. Ja. Und das habe ich natürlich im Basejumpen gefunden. Das habe ich jetzt im Jiu-Jitsu gefunden. Und ja, das ist sicher auch ein Grund, warum wenn ich irgendwie weggehe, dass ich immer keine Ahnung, 3 Monate weggehe oder irgendwie 8 Monate auf einer Tauchinsel in Indonesien arbeiten. Oder, weißt du, es ist alles so ein bisschen extrem. Meine Mutter hat immer gesagt, so ein bisschen, es wäre wie nice, wenn du mal etwas Normales machen könntest. Ich so, ja, ich probiere es, aber es funktioniert irgendwie nicht. Ich rutsche irgendwie immer wieder so rein. Wie lange machst du das schon? Basejumpen? Seit 2016. Ich habe meinen Base-Kurs im 2016 gemacht. Ja. Okay. Und... Achtung, Wasser. Oder ein anderes Getränk. Man weiß es nicht. Purer Wodka. So 2,5 Dezigläser purer Wodka trinken. Das Ziel ist, auf 5 zu kommen, bis Ende Podcast. Kommt es dir bekannt vor? Nein, ich weiß nicht, von was du redest, weil ich trinke gar nicht. Okay. Also ja, 7 Jahre haben wir gesagt. Ja, vor 7 Jahren habe ich meinen Basskurs gemacht. Und so ist es dann weitergegangen in meinem Leben, dass ich nicht aufhören konnte. Ich habe meinen Eltern gesagt, ich gehe auf Italien ein bisschen skydiven. Und habe das so ein bisschen aus Selbstschutz gemacht und habe gesagt, ja, weißt du, falls es mir nicht gefällt, müssen sie ja wie gar nicht wissen, dass ich das Risiko eingegangen bin.
Und ich bin seitdem etwa jede Woche Basejumpen. Und darum nach etwa einem Monat und etwa 15 Basejumps habe ich so gedacht, ja, auch werde ich nicht aufhören. Und nachher habe ich meinen Eltern gesagt, hey, ich muss euch mal etwas erzählen. Wisst ihr noch, als ich auf Italien bin, skydiven? Ich bin nicht skydiven. Aber sie haben es alle easy aufgenommen. Meine Eltern sind eigentlich dadurch sehr angenehm. Ich glaube aber auch, wenn dein Kind kommt und dir so etwas sagt, ich meine, was willst du sagen? Aber ich war 27, 26 glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Und rechnen ist nicht meine Stärke. Darum zwischen 7 und 26, 27. Und dann, ja, das ist halt wie meine Entscheidung. Und eben, wie sie sich gewöhnt waren, dass ich halt wie so ein bisschen extremes Zeug mache. Und es ist wie, glaube ich, auch nicht als Überraschung gekommen. Sie waren nicht beide gewesen, oh mein Gott, wie kommst du dazu? Das ist so ein bisschen, ja, es passt. Ja. Wir haben Wetten abgeschlossen. Ja, wirklich. Ja, und ja, irgendetwas im Nasen, was mich beißt, darum muss ich da die ganze Zeit kratzen. Ist immer, wenn man gefilmt wird, fangen einem plötzlich Sachen an auffallen, die einem vorher nie aufgefallen sind. Zum Beispiel, wieso meine Hände fühlen sich heute wie komisch an. Ist das nicht so die Nase beißt? Ich weiß nicht, das ist einfach wahrscheinlich Aufregung, weil ich mit dir bin wieder mal seit 2 Monaten. Ja, stimmt, 2 Monate haben wir uns nicht gesehen. Ja. Du warst in Amerika gewesen. Genau. Soll ich noch ein bisschen vom Basejump erzählen? Oder wenn Hey, jetzt zu diesem Thema... Nein, erzähl vom Basejump. Okay. Ich kann noch 1-2 Fragen stellen wegen dem. Also, ja, und dann habe ich angefangen Basejumpen. Und durch das ich halt in der Schweiz im besten Land wohne, was Basejumpen anbelangt, ja, habe ich extrem viele Sprünge gemacht. Ich würde jetzt sagen, so durchschnittlich habe ich so 125, 140 Sprünge pro Jahr gemacht. Und nachher hat sich eins nach dem anderen entwickelt. Ich habe mal einen Sponsor gefunden, nachher einen zweiten Sponsor und nachher ist das alles so ein bisschen zusammengekommen. Ich habe auf Instagram posten und ja, durch das habe ich die letzten 2 Jahre wirklich Vollzeit vom Basejumpen erleben. Geil, richtig geil. Ja, es ist nicht ein Glanzleben und man muss schauen mit dem Budget, aber ich habe so das Gefühl gehabt, wenn ich die Möglichkeit habe mit etwas, was ich liebe und was mir so viel Passion bringt oder was so eine grosse Passion für mich ist, dann wäre es wie auch ein bisschen crazy, wenn ich die Chance nicht nutzen würde. Und ich habe eine extrem coole und extrem erlebnisreiche, intensive Zeit gehabt, die letzten 2 Jahre, glaube ich. Glaube ich. Ich habe jetzt voll meine Frage vergessen. Mein Gott. Das ist voll okay. Ja, schlussendlich bin ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel am Springen. Ich habe dir erzählt, eben, zum Beispiel jetzt BJJ ist seit dem Basejumpen das erste, das mich wirklich wieder so gepackt hat und wo ich gerne und viel Zeit investiere, wo mir auch eine gewisse Befriedigung gibt, weil du hast so den Team Spirit, du hast Leute, die recht schnell sehr eng werden, weil du halt zusammen etwas erlebst, wo ein hoher Struggle ist und weil man zusammen Grenzen überschreitet und Erlebnisse hat, die einfach wie zusammenschweissen. Und das ist ein extrem schöner Teil vom BJJ, der mir extrem gefällt. Und zudem ist dann wirklich auch nach 1,5 Jahren hat dann wie auch so ein bisschen der Trott angefangen, weil es ist gar nicht so einfach, wenn man eigentlich jeden Tag frei kann machen, was man will. Wenn du die Struktur genau. fällt, oder? Und wenn du wie, also ich habe mein ganzes Leben, habe ich wie mein Leben so, so gelebt, aber gleichzeitig ist es halt, du musst dich extrem motivieren, dann am Morgen aufzustehen und sagen, okay, ich will diesen Sprung machen, ich will wie dort etwas filmen, ich kann die und die Leute anschreiben, weil es ist ja dann nicht nur noch Basejumper gewesen, sondern es ist Manager von mir selber als Sportler gewesen, es ist Marketing gewesen, es ist
Verhandlungen mit Brands, es ist auf Brands zugehen, es ist Absagen schicken, es ist Absagen bekommen. Es kommt dann so viel dazu, wo irgendein ist es halt wie ein Beruf. Und wenn es wie zu fest ein Beruf wird, dann wird es halt auch irgendwann langweilig oder so aufwendig, dass du dann irgendwann das Gefühl hast, so, hey, schieß mich an, eben nach der 50. Absage und irgendwelche Brands, die dann sagen, hey, das ist der Hammer, wir finden Hölle cool, was du machst und du bist ein super Typ, aber ja, nein, es geht nicht und risikomässig und so. Und du bist so, hey, keine Ahnung, der sponsert Motocross-Fahrer, der sponsert Gletscherpiloten und alles und du hast überall ein Restrisiko. Ja, und dort kommt dann irgendwann ein Frust rein, oder bei mir, wo ich wie gesagt habe, hey, ich muss dort wie einen Schritt zurück machen und möchte wie wieder so ein bisschen die Liebe finden zum Basejumpen und lieber halt etwas schaffen, wo ich kann sagen, hey, schau, das gefällt mir, das ist etwas, wo ich gerne Zeit investiere. Mein Ziel wäre etwas zu finden, wo ich so 60%, vielleicht 80% machen kann und nebenbei wirklich das Basejumpen wie die Passion behalten, dass nicht jedes Mal, wenn du gehst springen, bist okay, habe ich die Kamera, welchen Engel mache ich, wie schneide ich das Video und es ist wie zu viel anders geworden als hey, ich gehe in die Natur, ich klettere, ich kumpe von einem Felsen, ich genieße es mit Freunden und gehe wieder heim und habe einen schönen Tag gehabt, sondern es geht dann extrem schnell auch in etwas rein, wo okay, ich muss einen Fotograf mitnehmen, ich muss einen Kollegen dabei haben, der mir nachspringt, der gut Kamera fliegen kann, ich muss einen neuen Sprung machen, weil den habe ich schon 3-mal gemacht, weißt du, so, ja, keine Ahnung, es ist, ja, ich habe so ein bisschen wie schlechtes Gewissen, dass ich so über das Basejumpen rede, weil andere würden sagen, oh mein Gott, du lebst das beste Leben. Ja, aber man darf nicht vergessen... Das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Ist immer grüner, ja, sowieso. Und man will immer das, was man nicht hat. Ja. Aber man vergisst eben, man sieht ja nur das, was man auf Instagram sieht von dir, Bro. Weißt du, wie ich meine? Wie du kommst und es sieht voll geil aus und eben eine Fanbase auch natürlich, auch Leute, die dich bewundern und denken, boah, voll geil, dann erzählst du und du kannst davon leben. Aber wie du sagst, wenn du an so viele Sachen wie denken musst und auch kommt genug Cash rein, was muss ich jetzt machen, kann ich überhaupt in die Ferien gehen, dann wird es zu einem Fulltime-Job, weißt du, das ist so. Exakt. Und das ist wie ein selbstständig sein und du musst so wie jeden Tag krampfen, ja, dass es einfach die Freude kaputt macht. Und ich finde voll nicht, dass du irgendwie schlecht über Spacejumper redest, sondern eher im Gegenteil. Du findest so etwas Cooles, dass du sagst, hey, ich könnte von dem leben, ich tue jetzt aber wie ein bisschen zurückschrauben, damit ich ja, die Liebe noch für den Sport, für den Extremsport kann beibehalten. Ja, das ist eine schöne Art anzuschauen. Ja. Ja, und das ist so ein bisschen das nächste Ziel, glaube ich. Oder an diesem Punkt bin ich jetzt. Ich bin so in einem Umbruch. Ich bin mein ganzes Leben ein bisschen in einem Umbruch. Das war vielleicht eine Lüge, aber sonst wäre es ja irgendwie langweilig. Ja. Ich denke immer wieder so, was wäre so krass, wenn ich einen Job habe und der wäre wie gut. Ich hätte meine Freunde, die ich seit 12 Jahren habe. Und weißt du, wie ich meine? Es gibt ja so die Leute. Ja, und manchmal wirklich, im letzten Jahr habe ich immer wieder so Leute gedacht und bin so ein bisschen, oh, es wäre so viel angenehmer, anstatt irgendwo, ich muss wieder mein ganzes Zimmer ausräumen, weil ich es wieder vermieten für eine gewisse Zeit und nachher wohne ich bei einem Kollegen auf dem Sofa und nachher, keine Ahnung, gehe ich auf Amerika 2 Monate. Nachher, weißt du, so, es ist immer etwas los. Ja, was ab und zu geil ist, aber ab und zu auch mal ein bisschen, man will Wurzeln schlagen, man will irgendwie mal ankommen und eben, es geht ja nicht gerade um Familiengründung, aber einfach so, ja, aber wie ein Tag heute, so du, keine Ahnung, wir treffen uns im Training, wir trainieren, dann hängen wir noch zusammen da, chillen und dann geht jeder heim, es ist die Heim und es ist immer so, die Heim, das eigene Bett. Das ist einfach maximal. Absolut. Also das kommt nichts an. Ja, ich war jetzt eben 2 Monate in Amerika, bin zurückgekommen und bin wirklich an mich auch gefreut, zurückzukommen. Und lange war das nicht so, lange wollte ich wirklich immer gehen. Und jetzt, seit ein paar Jahren, habe ich wirklich auch so die Freude, wenn ich heimgehen kann. Weil meistens gehe ich ein bisschen länger weg. Und eben, so nach einem Monat bist du noch so ein bisschen, okay, ich möchte mal daheim, mein Bett,
meine Küche, mein Essen, weißt du so. Voll. Und das, ja, das kommt mit dem Meine Alter. Kollegen und. Genau, Freunde, Umfeld, absolut, Familie. Mega, das Wichtigste. Würdest du sagen, das führt auch ein bisschen aufs Alter zurück? 100%. Schon? Ja, 100%. Du bist jetzt wie alt? 34. 34. Ja, 34. Und ja, also das sehen wir im Training. Weißt, wenn du mit irgendwelchen 23-Jährigen rollst, merkst du plötzlich so, okay, ja, wir sind an einem anderen Punkt. Es ist ja, und früher bin ich nur unterwegs gewesen, und jetzt bin ich auch eher der Leute zu sich einlädt, weil eben, es ist so schön daheim, ich habe so ein schönes daheim. Und warum sollte ich irgendwie in einem Bar mit Menschen, die ich nicht so mag, und Ja, hast voll, viele voll. Leute, eng, laut, wo ich dann so, hey, kommen zu mir, 5 Jungs, wir grillen, wir kochen etwas Gutes, wir reden. Schoki, Bananenkuchen. Alter. Ja. Life Goals, Bro. Richtig live. Es ist viel geiler. Ich sage auch, es braucht es auch ab und zu. Also in meinem Leben, das ist ja sehr individuell. Schoki Bananenkuchen. Ja, all day am besten, aber ja. In den Ausgang gehen oder auch mal in eine Bar gehen, weißt, aber es ist so, früher hatte ich das Bedürfnis viel öfter gehabt. Ja. Ich bin so, keine Ahnung, ich sag mal vor 2-3 Jahren, so mit 27, 28, immer noch dann. Bro, ich hätte jedes Wochenende in den Ausgang gehen. Einfach. Schon. Also nicht in den Ausgang, du weißt, so Langstrasse, dann vor dem Langsund, der Kollege Kai dort gewohnt, dort hast du mich noch nicht gekannt. Das war geil, wir haben immer bei mir vorgesoffen, Ja. dann sind wir ums Eck und dort war gerade Long Street Bar, das waren alle unsere Leute, dann haben wir dort gechillt, weiter getrunken. Ja, Natürlich nur Wasser. Ja. Ja, ich bin wirklich, ich glaube, so mit 24 geht es bei mir so. Es hat wirklich eigentlich aufgehört, als ich anfangen Basejumpen. Schlussendlich kann man das wirklich sehr recht klar definieren. Ja, dann die Berufsmatur gemacht und nachher kurz darauf bin ich auf Amerika lernen Wings fliegen. Nachher bin ich mit Basskurs gegangen und eigentlich dort hat es wie aufgehört. Weil ich bin Samstag, Sonntag am Morgen um 6 Uhr aufgestanden, bin in die Berge gegangen. Und dort hat dann auch wirklich so die Ablösung angefangen zu Band, zu, ich sage jetzt mal, meinem älteren Freundeskreis, so ein bisschen, ich bin nur noch am Bassjumpen gewesen. Und nachher, das ist so der Klassiker, du siehst dann plötzlich, wer in deinem Leben ist und wer einfach so, wer so schwindet und wer flüchtig war. Und nachher hat es so die Abtrennung gegeben von dem ganzen Ausgangsfreundeskreis zu neue Freunde im Bassjumpen und ja, das war eine schöne Phase gewesen aber dann bin ich auf Zürich und ja, das Geile an Zürich ist, dass immer etwas läuft und ich bin wirklich ein grosser Fan von Zürich, schon immer gewesen und ich wohne extrem gerne hier und durch diese Bassjumpen hat es so fest Sinn gemacht, budgettechnisch und alles, dass ich würde sagen, hey, weißt du, ich gehe auf, keine Ahnung, Thun, Interlaken, nicht mehr dort wohnen. Und zahle extrem wenig für eine gute Wohnung und bin extrem nah an den Bergen. Aber das Umfeld, die Freundschaft, die ich geschlossen habe, das Trainieren, alles das ist einfach ein Grund, warum ich sicher in Zürich bleibe die nächste Zeit. Ausser es kommt ein unfassbares Angebot vom Ausland und dann kann ich mir auch vorstellen, irgendwie ins Ausland zu ziehen. Ah, schon. Aber in der Schweiz, ja, wirklich, wo willst du her? Eben, wo willst du hin? Wo willst du hin? Ich sag dir ehrlich. Ich glaube, wenn ich alt bin oder wenn ich alt werde, dann kann ich mir schon vorstellen, irgendwann in Bern im Umfeld zu wohnen, aber jetzt die nächsten 10 Jahre. Nein, also ich kann mir nicht vorstellen, vom Weg von Zürich zu ziehen. Ausser eben, es ist so irgendetwas Grossartiges, ein Angebot, das du nicht ausschlagen kannst. Ja. Also, als du ein Angebot hast. Florian, komm. Ja, dann kannst du mich anschreiben. Slide in his Ja, DMs. genau. Es müssen Millionenbeträge sein und es müssen Privatköche inkludiert sein. Du kochst doch selber, Bro. Ja, aber es ist wie schön, jemanden zu haben, der kocht. Kochst du noch gern? Ich koche extrem gerne. Für mich, für Freunde. Aber arbeiten als Koch ist wirklich keine Chance. Zimmerstunden und so. Es ist wirklich... Du musst es lieben. Du musst es wirklich lieben. Und so viel Liebe hast du nicht übrig gehabt. Nicht mal ansatzweise. Okay. Also, Nicht es einmal ist vielleicht, nicht du mal sagst. vielleicht. Es ist so... Es hat
ich habe die Lehre gemacht, ich habe von Anfang an wie gesagt, hey, schau, wenn ich eine Lehre anfange, ziehe ich sie durch. Ich habe das durchgezogen, ich hatte einen richtigen scheiß Lehrmeister, ich hoffe, du siehst das, du Hurensohn. Und dann, nein. Und nachher, der hat wirklich, es hat einfach... vor dem Bildschirm am Brüllen. Am Anfang, der Hoffentlich. erzählt, das ist der Flo. Ja, genau. Ich bin Lehrling gewesen. Ja, genau. Hey, nein, Tag wirklich, ist es ist, wir haben wirklich uns, er mehr und ihn nicht mögen und es war wirklich ein Pain gewesen für beide. Und das ist auch die Freude so ein bisschen vergangen, aber es ist einfach wirklich... Freude genommen. Genau, aber ich habe wirklich auch nie so viel Liebe gehabt für das Kochen. Ich koche sehr gerne, aber es ist halt anders für dich zu kochen, als für 120 Menschen pro Tag zu kochen. Und vor allem für Fremde, glaube ich auch. Nicht? Also ich Das das kein eh. Kochen, aber für Fremde kochen oder für Leute, die du auch die Reaktion siehst, weißt, Ja. ist ja auch so ein bisschen, wahrscheinlich anders, kann ich Absolut. mir vorstellen. Ja, Also, und ich habe wirklich alles gemacht. Ich habe in einem Altersheim gearbeitet, ich habe in einem 17 Gomio 2 Michelin-Sterne oder 1 Michelin-Stern Küche gearbeitet. Also weißt du, ich habe die ganze Sparte gemacht. Ja. Und es hat in einem 5-Sterne-Hotel in den Bergen, weißt und nie hat es mir Hölle gefallen. Es hat ein Restaurant am Schluss, wo ich gearbeitet habe, weil ich den Küchenchef kennt. Das war ein ehemaliger Nachbar von mir. Das Restaurant S-Ort in Bern. Das ist ein extrem gutes Restaurant, der hat eine offene Küche und er ist so der erste. Lass du mein Glas in Ruhe? Das ist eine Tasse, aber ich kann mal schauen, ob du noch hast. Lass du meine Tasse in Ruhe? Und der hat das Restaurant aufgemacht und wirklich so passioniert halt. Und das ist eine offene Küche. Er hat ganz minimalistische Menükarte. Und ich habe das immer gesagt. Ich habe immer gesagt, wenn ich ein Restaurant machen würde, dann würde ich 2 Menüs kochen. Okay. Ein Fleischmenü, ein vegetarisches Menü und that's it. Vielleicht noch ein Dessert, aber das dafür perfekt. Dass du wie kommst essen und es ist einfach perfekt. Okay. Weil du hast nur dich auf das Menü konzentriert. Und nachher wechselst du das, ich weiß nicht, in einem gewissen Rhythmus. Voll. Und der kommen wir eigentlich auch zum einem Thema, das mich dort beeinflusst hat. Ich habe eine Kollegin, die ist Weltmeisterin geworden im Kochen, die war in der Parallelklasse gewesen. Okay. Gute Freundin mittlerweile. Und die hat eine Passion für das Kochen gehabt. Und das habe ich noch nie gesehen. Und ich habe mit ihr sehr viel zu tun gehabt und dann ist bei mir so ein Gedanke gekommen und habe wie gesagt, wenn ich für etwas nicht so eine Passion habe, wie sie für das Kochen, dann kann es wie nicht sein. Okay, geil. Und sie hat halt 5 Tage in der Woche in einem extrem harten Betrieb gearbeitet und an ihren 2 Freitagen ist sie für die Weltmeisterschaft trainieren, kochen. Okay. Und hat dann auch die Weltmeisterschaft gewonnen, etc. etc. Mittlerweile war, ich würde jetzt sagen, weltweit eine der besten Köchinnen. Also Rebecca Kloppat heisst sie. Und, Shoutout. Ja, Shoutout an Rebecca. Und sie hat ein eigenes Restaurant, sie hat einen eigenen Bauernhof, sie hat Bauernlehre gemacht im Nachhinein. Sie kann wirklich von kleinsten Wurzeln bis... Sie kann durch den Wald laufen und macht ein Menü mit allem, was sie findet. Es ist wirklich extrem impressive, was sie aufgebaut hat. Und das zu sehen bei einer Person hat halt bei mir das ausgelöst, dass ich wie gesagt habe, wenn ich das nicht habe für etwas, dann It's not worth. Genau. Und das habe ich dann beim Basejumpen gehabt. Das ist wirklich so wo ich wie gemerkt habe, eben, scheißegal, wenn ich hier sterbe, nehme ich voll in den Kopf. Für das, was es mir gibt, für die Erfahrungen, für die Freundschaften, für das Fliegen, für den emotionalen Dopaminschub, weißt du, so für all das. Und und das war dann das gewesen. Und dort habe ich dann auch gesagt, okay, darum habe ich es dann auch riskiert und das Vollzeit gemacht und darum bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Unter anderem wegen der Rebecca. Okay. Offensichtlich. Ja. Ja, das ist jetzt noch nie so ausgedeutscht, aber ja. Okay, ja. Es gibt ja so wie so Eckpunkte in deinem Leben und ich glaube wirklich, jemanden zu sehen, der so eine Passion hat. In meinem Freundeskreis hat das halt niemand gehabt. In meinem Freundeskreis sind auch so...
wir waren auch so ein bisschen Assis gewesen und Berner Assis. Ja, man kann es fast nicht das anders vorstellen? sagen, ja. Und das dann bei jemandem zu sehen, war extrem schön gewesen und sehr inspirierend. Nice. Du rutschst da immer runter. Wir müssen über deine Steuer reden, Ja. wenn wir über etwas reden. Sonst falls jemand still sponsert, wo gut sind. Genau. Eames Chair, let's go. Und für ihn Millionendeal ins Ausland. Genau. Soll ich auffüllen oder willst du nicht, dass ich deine Tasse oder Nein, ist gut, ich das habe Glas einen Ich habe anlege? einen Ich tue gerne so Ich viel. trinke einfach viel. Ja, Ich muss sagen, ich bin möchte recht- eben nicht so viel trinken, weil ich dann Angst habe, dass ich muss bisseln muss. Okay. Und ich wollte das wie nicht unterbrechen. Okay, das ist nett. Aber hey, übrigens, ich finde wirklich, ich bin Hölle impressed, wie du das aufgezogen hast. Ich habe dir ja vorher schon gesagt, ich habe immer sehr grossen Respekt, wenn jemand etwas erzählt und sagt und es dann durchzieht. Danke. Das ist wirklich etwas, wo ich extrem respektiere. an jemandem. Und du hast recht früh hast du mir von dem erzählt. Und weil ich Menschen kenne, habe ich gedacht, okay, wäre cool, wenn es Ja. klappt. Aber du weißt es, bei vielen Menschen passiert dann nichts. Ja. Und dann sind wir wieder so ein bisschen so Snippets gekommen. Und es ist immer vorwärts gegangen. Und jetzt hocken wir hier. Du hast mir gesagt, du wolltest mit mir einen Podcast machen. Und wirklich, schon für das Gratulation. Hast du Danke. wirklich souverän gemacht. Danke. Bevor ich es vergesse, ich wollte dich 2 Sachen fragen. Einmal ist, was ist dein Menü, Bro? Was ist so... Hast du es... Wenn zum Beispiel jemand kommt und du willst die Person beeindrucken oder deine Skills offenbaren oder etwas, was dir persönlich jetzt mega gut schmeckt, was du machst, hast du so... Was ist das für eine Frage? Wahrscheinlich schon. Bananenkuchen? Nein, ich meine... Das ist... Ja, Das ist es. Das ist es. aber Wir reden jetzt so viel drüber, bis ich einfach nur noch DMs bekomme. So, Dude, kann ich da Bananen? Ey, wirklich, es lohnt sich maximal. Das ist der helle Ja, mit so Wahnsinn. mein eigenes Grab geschaufelt. Ja, voll. Oder In auch den nächsten nicht. 10 Jahren. Vielleicht werde ich nicht Bäcker. Ja. Ich werde echt so Schoki-Bananenkuchen-Bäcker. Passioniert. Dort habe ich nicht die Routine. Ich weiss, was ich muss bestellen. Genau, am Morgen stehst du auf. Bananenkuchen mit Schoki. Und am Abend kannst du Schoki mit gumpen. Bananenkuchen. Geil. Ein Menü, Bro, so... Ja. Nein, ich glaube nicht. Ich habe wirklich so ein bisschen, ja, so ein bisschen Go-Tos, wenn Freunde kommen, die ich wie gerne mache, die aber schnell gehen, die einfach sind, um zu sagen, okay, ich hocke noch zu den Kollegen her. Und das sind ganz simple Sachen, wie, keine Ahnung, Ofengemüse mit einem ganzen Poulet drauf, das du einfach vorbereiten kannst. Du gehst es in den Ofen und eine Stunde später nimmst du es raus und es ist einfach gut. nicht, dass du mit der Küche stehen musst, die anderen essen. Genau. und du musst Das ist ja halt viel so das Problem. Oder so Sachen, wenn ich Freunde zu Besuch habe, wie das letzte Mal die 5er-Gruppe Jungs, dann ist es etwas, wo ich wie, es muss einfach sein, es muss gut sein und es muss wie am besten vorher können zubereitet werden und dann gemacht, wenn alle da sind, oder es muss schon im Ofen sein und man kann es nur noch rausnehmen und es geht los. Und nachher gibt es Abende oder spezielle Momente, wo ich dann wirklich das Gefühl habe, okay, ich möchte wieder mal etwas Neues probieren. Und dann stehe ich einen Nachmittag in der Küche und nehme mir Zeit für ein paar Menüs rauszuschreiben. Und koche die nachher. Und dann gibt es, ich weiß doch nicht, gibt es etwas Grossartiges oder etwas, was ein bisschen verschieft nicht so gut gelungen ist. Aber das gibt es auch. Es gibt auch immer mal wieder einen Moment, wo ich etwas Neues probiere oder was ich noch nie gemacht habe. Oder wo einfach aufwendiger ist. Ja. Wo ich dann wirklich, okay, ich kaufe alles separat und mache irgendeinen Hackbraten mit irgendwie Pommes Allumette und Zeug und Sachen, weißt du, dann komplett Ich reinschießen. weiß nicht, was es ist, aber es klingt total... Es sind so, Pommes Allumette sind so wie die kleinen Pommes frites, Okay, die dünnen Pommes frites. okay. Ah ja, ich weiß welche. Genau. Und ja, aber ich koche einfach allgemein schon gerne. Es beruhigt mich. Ist so Therapie so ein bisschen? Voll. Ich höre Musik dazu, gehst einkaufen, bist daheim, tust alles vorbereiten. Ich habe so ein bisschen OCD, weißt du, es ist alles imputzt. Und ich habe so mit anderen Leuten in der Küche stehen. Dann Leute kommen und sagen, hey, komm mal hier mit. Bin ich so ein bisschen, du schneidest falsch und nachher du machst das Problem. Und dann, Ich bin meine Mitbewohnerin, sie ist wirklich ein richtiger Boss in der Küche, mit ihr arbeite ich gerne. Sie ist so ein bisschen, wie sagt man dem? Sie ist so ein bisschen unordentlich.
Aber sie macht unfassbar gute Menüs. Also sie ist wahrscheinlich besser als ich im Kochen. Aber ist sie Köchin? Nein. Sie hat die Hotelfachschule gemacht, also sie kommt schon aus dem Gastgewerbe. Aber Ja. und sie macht es extrem gerne. Okay. Ja. Und sie ist mit zwei funktionieren Küche gut. Okay. Ich bin der immer ein bisschen aufräumt, sie ist die so ein bisschen riskiert. Aber das funktioniert gut. Ich hasse es, Was? wenn ich am Kochen bin und jemand kommt in meine Küche und will mir Tipps geben oder mir helfen. Und ich sage, nein, geh einfach. Nein, komm, ich mache etwas. Und danach denkst du, Alter, verpiss dich einfach. Ja, Verpiss das dich kenne einfach ich sehr aus der gut. Küche. Kenne ich sehr gut. Andere Frage, so habe ich dich beschrieben. Wie würdest du mich beschreiben? Das würde mich noch wundern. Jetzt kommt das. Die Uno Reverse Card. Genau. Also ja, ich habe dich kennengelernt. Am Anfang bist du relativ zurückhaltend gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe so das Gefühl gehabt, mir hat erst später mal so gelingt. Ich glaube, ich hatte einen kleinen Pluspunkt gehabt bei dir, weil ich durch Emra zu dir, also in den Rückhaus kam und dich kennengelernt habe. Darum, das ist ja meistens so ein Indiz, so, okay, der ist auch nicht so scheiße. Es kann nicht so verkehrt sein. Genau, wenn ja. mein Kollege oder mein Freund mit dem gut befreundet ist. Und der Emra ist eigentlich der Grund, oder ist der Grund, warum ich bei euch bin. Mhm. Oder im Rückhaus bin. Und hey, nachher, ich weiss gar nicht mehr, wann das genau war, aber irgendwann haben wir ja ein bisschen mehr gelingt und nachher bin ich mal da rübergekommen und nachher haben wir mehr zusammen geredet und du bist echt von Anfang an mir extrem positiv aufgefallen, weil du erstens sehr ehrlich bist, sehr überlegt, was du sagst. Du bist sehr eloquent, was mir immer so ein bisschen imponiert, wenn jemand weiss, gut zu reden. Mhm. Was mir auch sehr aufgefallen ist, dass du Komplimente machst. Egal was, ich kann es dir nicht mehr sagen, aber es ist wie so ein recht... ich weiss nicht mehr, ob es wegen der Socken war. Oder er muss so ein Detail, das den meisten nicht auffallen würde. Du hast irgend so ein Kompliment gemacht und das ist auch so für mich immer so ein Punkt, wo ich sage, ja okay, nice. Das ist nicht einfach so ein bisschen... Hey Bro, guter Körper. Oder weißt du, Ja, ja. sondern es ist so, man muss sich wie achten und ich habe selber auch Freude an dem gehabt und du hast das irgendwie so raus. Ja, ich wünschte, was es war. Anyways, und das ist mir geblieben. Und ja, und das hat dann eigentlich recht schnell für mich den Auslöser gegeben, dass ich das Gefühl hatte, ja, ich möchte mit dem Dude ein bisschen mehr Kontakt haben. Und dann hast du mich mal da rüber eingeladen. Und jetzt sitzen wir hier, ja. Voll. Ja. Und wir sind Nachbarn. Nachbarn. Nachbarn sind wir auch. Wir sind extrem nah beieinander. Fussweg. 3 Minuten. Ja, im Herzen auch. Immer wenn du einen Schluck nimmst, nimm ich auch einen Schluck. Gell? Wir Das ist sind so psychische- beendet sogar synchronisiert. Sätze. Genau. Kann ich auch sagen. Danke. Ja, jetzt ist es fast ein bisschen emotional geworden. Jetzt ist es fast emotional geworden. Und ich glaube, wo wir auch recht einen coolen Abend hatten, das war mein Geburtstag. Es ist Weiss nicht. Haben wir das? es ist maximal lustig gewesen. Wow. Ja, das ist wirklich ein intensiver Abend gewesen. Ein sehr intensiver Aber ich Abend. habe einen guten neuen Freund gewonnen an diesem Abend. Und für das hat es sich gelohnt. Ja. Also 2. Ich würde sagen, dann habe ich so gemerkt, dass du mein Freund sein willst. Und Ich dann, habe nicht Freund sein. Das ist doch richtig assoziiert. dann, als ich eingeladen wurde, habe ich gedacht, nice. Genau. Ich bin so, ich habe so gelesen, so ein bisschen cool und dann so... Neue Kollege, endlich, mein erster Kollege ist 7 Jahre. Nein, sonst Genau. Nein, ja stimmt, der ist intensiv gewesen, der Abend. Der ist wirklich, eben, ich trinke fast nie. Ich sage immer so, ich trinke alle Vierteljahre einmal. Ja, Ich trinke, ja, wirklich. Ich habe, glaube einmal mit dir getrunken und das war an meinem Geburtstag. Ja, mir sagt Alkohol nicht viel. Und ich würde auch sagen, ich habe so ein bisschen mein Fair Share an Alkohol gehabt in meiner Jugend und jungen Erwachsenenleben. Und jetzt ist es wirklich so, es muss wie etwas Krasses sein oder irgendein Event oder so, dass ich wirklich trinke. Ja. Was lohnt sich für mich einfach nicht. Alter.
ich bin dann eine Woche am Arsch. Ja, aber es ist Und ich habe wirklich Alkohol so, nicht gerne. ja, es ist echt so, dass es nicht mehr... Weißt du, früher, als ich so 5, 26 war und die Leute, die 30 waren, mir gesagt haben, warte, du schon 30 bist, habe ich gesagt, hey, Fresse, Mann. Die Du bist echt 4, ein 5 Pussy. Jahre. Ja, du bist auch ein Muschi, Mann, wirklich. No front. Aber, Mama, okay. nicht persönlich. Anderes Thema. Also, Aber jetzt, wo du 30 bist, Bro, ein Abend saufen und du bist wirklich eine Woche am Arsch, Mann. ja, ich bin wirklich, und auch wenn ich trinke, dann ist das, weißt, durchdacht und geplant. Also weißt, dort gibt es keine Lücken im Game. Da wird Elektrolyte eingekauft am Tag vorher, es wird Essen vorbereitet. Okay, Weißt, es okay. ist wirklich so, ja, wenn es nicht hure spontan passiert, weil es eigentlich selten ist, dann bin ich wirklich, dann bin ich Prepared. safe, weißt. Okay, Und okay. mittlerweile bin ich wie auch zu dem Punkt gekommen, wo ich trinke nur noch Wodka Soda eigentlich, oder Tequila pur, einen guten Tequila. Oder Wodka pur. Oder Wodka pur, genau. Und, und das funktioniert recht gut. Das funktioniert recht gut. Dort, den Kater kannst du sicher recht reduzieren. So. Und mit Essen, Elektrolyte genug trinken, am Abend vorher. Das, ja. Und dann am nächsten Tag ist Sport. Das ist das Beste. Ja, aber das ist der Grund, warum ich auch nicht mehr viel trinke. Ja, und vor allem auch, wie du sagst, du gehst am Morgen klettern, Bro, gehst springen, man muss auch ein bisschen... Also, es ist schon riskant genug, glaube ich, dass du alles, was du beeinflussen kannst, an Konzentration und all das, dass du das auch wirklich beachtest, oder nicht? Das Ja. ist ja Ja, ein absolut. bisschen fahrlässig, dort stehst du auf. Bist noch Du, ein bisschen verkatert. Die Leute gibt es, aber ich bin definitiv nicht einer von denen. Ja, wie du sagst, ich finde, es ist schon sehr risikolastig, was ich mache, dann musst du nicht noch dumme extra Risiken reinbringen. Ja. Das ist so. Andere Frage, die ich habe, voll aus dem Kontext gerissen. Mal eine gefährliche Situation gehabt beim Basejump, oder wo du gedacht hast, Ich denke da jetzt... Ja, jetzt ist... Ja, ich glaube, die wenigsten, die 7 Jahre so regelmäßig Basejumpen wie ich, haben noch nie etwas erlebt. Selber oder jemand anderes, der mit ihnen unterwegs war. Aber so das Eindrücklichste, was mir passiert ist, dass ich vor... Ich glaube, vor 1,5 Jahren hatte ich einen Unfall gehabt, also einen Basejump-Unfall. Und das war so, dass ich ein 3-faches Vorwärtssalto von einem Sprung gemacht habe, wo jetzt nicht der Sprung ist, wo man 3-fache Vorwärtssalto machen sollte. Und nachher habe ich ein bisschen zu tief gezogen. Und beim Basejumpen ist eigentlich eines der grössten Risiken, die passieren kann, ist, du hast einen 180er, sagen wir dem. Und das heisst, du ziehst den Fallschirm, du gehst, du bist stabil, der Fallschirm kommt raus, der geht auf und du fliegst normalerweise vorwärts. Und der 180er ist, wenn sich der Fallschirm aus dem Container löst, kommt er raus und während die Leine auf Line Stretch gehen, sagen wir, dreht sich der Fallschirm oben dran, der ja so gefaltet ist, 180 Grad. Das heisst, wenn er aufgeht, schaust du zwar gegen vorne, aber die Fallschirm fliegt eigentlich rückwärts. Ah, okay. Und weil ich extrem tief gezogen habe und ich 180 Grad hatte, weil meistens, wenn du einen Fuck-Up hast, passiert nicht nur ein Fuck-Up, sondern es passiert mehrere Fuck-Ups, die es dann noch viel schlimmer machen, ist mir der Fallschirm mit einem 180er rausgekommen. Und nachher als erstes dreht sie halt unter dem Fallschirm so in die Richtung und du schaust so, dort wo die landen und dann macht so und nachher bist du so, fuck, Felswand. Und nachher, und ich war schon sehr nah an der Felswand gewesen, aber habe wie noch genug Zeit gehabt, um voll in die Bremse zu gehen. Und wenn du in die Bremse gehst, stellst du ja den Fallschirm eigentlich so schräg gegen hinten. Weil zum Steuern ziehst du links und rechts und tut der Fallschirm links und rechts runter und gegen die Seite drehst du dann. Und ich habe wie genug abbremsen, aber ich konnte wie nicht steuern, weil wenn ich wie eine Seite losgelassen hätte, wäre mein Fallschirm wie angefangen zu diven und ich wäre wie mit viel mehr Speed eigentlich in die Wand rein, weil es mir nicht gelangt hat zum Wegdrehen. Also habe ich mich wie entschieden, halt gerade in die Felswand zu fliegen, aber dafür so fest bremsen wie möglich. Und dann bin ich in die Felswand reingeflogen
und bin ungefähr 40 Meter abgestürzt an der Felswand entlang. Und das funktioniert halt so, dass unsere Fallschirme haben unten drinnen wie Netz. Das heisst, der Fallschirm kollabiert nie ganz. Also, wenn vorne zwar keine Lufteinfuhr mehr kommt, dann kommt immer noch, dann gehst du zwar, aber unten kommt wie noch Luft in den Fallschirm rein, dass er wie ein bisschen offen bleibt. Ja, jetzt der nicht so fest. Es gibt, voll runtertatschen, sondern das... genau, es senkt, also es verlangsamt die Fall eigentlich. Aber du Impact ist halt in die Wand. Ich brauche extrem viel Anglizismen, aber weil halt Basejump extrem viel Englischwörter Ja, brauchst. voll, okay. Und es ist so schwierig auf Deutsch umzusetzen. Anyways. Das nächste. Du fliegst in die Wand und du musst eigentlich in der Bremse bleiben, weil du willst vor der Wand weg. Und mit den neueren Fallschirmen kannst du eigentlich wirklich fast rückwärts fliegen, aber das war ein relativ alter Fallschirm gewesen und auch relativ fest gebraucht. Und eben, wie gesagt, und ich wusste, eigentlich sollte dieser Fallschirm auch nicht mehr springen für Sachen, die näher Wand sind. Anyways, ich habe davor gesagt, es sind sehr viele Sachen schief gegangen, zum näher in diesem Event enden. So, wieder zur Sache. Und dann fliegst du in die Wand und dann gehst du wieder zurück und dann fliegst du wieder in die Wand und du bist halt immer, probierst wie zu bremsen und mit den Füßen wie abzustützen, aber du, ja, ich meine, du fliegst in eine Felswand. Du probierst halt mit den Händen abzustützen, dann lässt du wieder ein bisschen los und dann gehst du wieder hin und kommst wieder vor und dann bin ich etwa 4-5 Mal in die Wand impacted. Und wirklich so der einzige Gedanke, den ich hatte, ist so, hoffentlich werde ich endlich ohnmächtig. Es ist so anstrengend und es tut so weh. Dass ich ich habe wie gehofft, dass kann ich endlich Knockout sein und dann der Rest erledigt sich dann, wenn ich ohnmächtig bin. Weil ich denke immer so, wenn ich sterbe, würde ich wie gerne ohnmächtig sein und es nicht miterleben. Weil beim Basejump auch, wenn ich mir überlege, in eine Felswand zu fliegen, durch das wir halt immer springen und immer im freien Fall sein und am Fliegen, sind wir uns das ja bewusst. Und viele Leute sagen so, wenn du nicht mehr runtergehst, hast du wie einen Sensory Overload und dein Körper macht einen Shutdown und du checkst gar nicht, wenn du stirbst. Jetzt bei Leuten, die sich umbringen. Sagt man ja. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass wenn du Basejumpst, dass du dir ja so gewöhnt bist, nicht mehr runterzukumpen, dass du das bis zum letzten Moment mitbekommst. Bis die Wand hier ist, habe ich das Gefühl, bist du so fuck. Und darum denke ich immer so, es wäre wie easy, wenn ich nicht mehr einschlage und ohnmächtig wäre und näher sterbe. Anyways. Das sage ich jetzt schon bis zum 4. Mal. Item kannst du Item, sagen. wirklich. Früher, das habe ich viel mehr gebraucht. Item ist eines von meinen Lieblingswörtern. Es ist auch ein recht so ein angenehmes ja. Wort. Item. Item. Ich bin 4 Mal in der Wand eingeschlagen oder 5 Mal. Und nachher haben sich meine Füße verfangen und dann bin ich rückwärts etwa 5 Meter so auf einen kleinen Vorsprung gefallen. Hure glücklich, weil es echt mitten in der Felswand war. Das Problem war, dass sich etwa 15-16 Kilo Stein in meinem Fallschirm verfangen hat. Und der ist wie neben mir runtergefallen und wie über den Felsvorsprung aus. Das heisst, ich bin wie so, habe keine Luft bekommen, weil ich vor irgendwie 4 oder 5 Metern auf den Rücken gefallen bin. Und als erstes musste ich meinen Fallschirm haben und wie so beim Seil ziehen, so meine Füße im Boden und meinen Fallschirm dort raufziehen mit dem Riesenstein. Also ein Video, wo ich den so aus dem Fallschirm rauskratze. Hey, das war wirklich eine hure intensive Situation, weil es wäre 150-200 Meter noch einmal runtergegangen. Okay, also es wäre vor allem mit einem Stein im Fallschirm. Wäre Ende gewesen. Und nachher ist mit Rega, also respektive Air Glacier, ist mir dann, aus der Wand geholt. Ja, also das war so das Intensivste gewesen. Und dann, klar, hast du sonst auch so ein paar so ein bisschen Close Calls, sagen wir dem, aber jetzt nichts, ja, was vergleichbar ist mit dem. Okay. Und also, ja. Und natürlich, halt, wenn Freunde sterben mit dir, das ist sicher auch noch so ein Event, wo der bleibt. Ja. Schreckt es ein bisschen ab? Ja, ich bin dort eigentlich recht pragmatisch. Okay. Also jeder Mensch stirbt, wenn als ich angefangen habe Basejumpen, habe ich mich sehr fest mit dem auseinandergesetzt und ich hatte schon immer recht einen entspannten Umgang mit dem Thema Tod gehabt. Und ich sage so Leute, die anfangen Basejumpen, immer, hey, schau, du musst dir wie bewusst sein, auf was du dich einlässt.
Weil gerade mittlerweile, wo es recht ein Hype ist worden und recht viel so, ja, ich tu mal Basejumpen und schau, ob es mir gefällt. Jetzt wie eigentlich, aber wo wie nicht so viel Commitment haben, würde ich sagen, weil bei mir ist schon ein bisschen klar gewesen, dass ich es will, weil ich ja recht mehr fest auf das vorbereite. Aber mittlerweile kann man wie so, ja, wenn man Fallschirm springt und 200 Sprünge hat, weil es recht viel haben, sagen auch viel so, komm, wir gehen mal in einen Basskurs und gehen schauen, weißt? Und die sich gar nicht so damit auseinandersetzen, was das alles bedeutet. Und durch das sage ich immer den Leuten, hey, look, du musst wie einfach dir bewusst sein, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn du am Basejumper bist, die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, oder die Wahrscheinlichkeit, dass ein guter Freund von dir stirbt und du zuschaust, oder dass jemand neben dir verunfallt oder irgendwas, ist einfach da. Die ist einfach präsent, die ist nicht mal so klein und du musst wie, wenn du in das reingehst, wissen, dass die Situation kann kommen und auch auf das vorbereitet sein. Okay. Ja, und darum, ja, wo das erste Mal passiert ist, ist das halt für mich auch sehr, das ist so ein bisschen, okay, jetzt kommt die Situation, ich performe recht gut in Stress- und Extremsituationen, würde ich sagen, und durch das ich halt, du hast das Militär ja auch gemacht, im Militär habe ich wie sagt man das, Wachmeister noch gemacht und habe Gruppenleitung gemacht und irgendwie, das lernt man ja dort auch. Und würde sagen, das ist mir sicher auch zugute gekommen. Und nachher ist die Situation gekommen, und die Story habe ich glaube schon x-mal erzählt in irgendwelchen Podcasts oder Interviews, aber der Freund von mir ist wie gestorben oder abgestürzt. Zu dem Zeitpunkt hat man ja noch nicht genau gewusst, ob er tot ist, aber es war sehr klar gewesen eigentlich. Und dann kommt's halt, und dann kommen schon organisatorische Sachen, weil du musst eine Rettung anrufen. Wir hatten dann eine Gruppe, wir sind mit dem Helikopter auf den Berg in Italien. Die ist glaube ich um die 3'500 Meter, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben gewusst, am Nachmittag wird schlecht Wetter. Durch das es ein Helikopter-Event war, hast du halt viele Leute dabei, die nicht bewandert sind in den Bergen. Du hast, ich sage jetzt mal, irgendwelche Australier, die nicht in den Bergen aufgewachsen sind, die nicht Erfahrungen haben vom Bergsteigen oder von hochalpinen Gebieten. Und wir haben wie zu Fuß runter müssen. Du hast einen Rettungshelikopter, der kommt. Unser Helikopter hat nicht mehr fliegen. Irgend so war das. Hat uns wie nicht holen. Und dann ist wie so, okay, ist er wie irgendjemand, wo wir herkommen, wo ist er, wie sieht er aus? Und dann ist dann das nächste gekommen, wer springt noch? Weil der Rettungshelikopter hat eine gewisse Zeit. Wir sind auf einem Berg, wer ist fähig zu springen, weil wir können alle Basejumpen. Nur weil jemand gestorben ist, heisst das nicht, dass du nicht mehr Basejumpen kannst. Und das Einfachste ist, mache sicher Absprung, flieg raus und zieh den Fallschirm und land safe. Weißt? Es ist mehr so eine, wie sagt man dem, wie auf einem Boot, so ein Emergency Evacuation Plan. Evakuierungsplan. Ich war jetzt zweimal in Amerika und das ist meine Entschuldigung, dass ich einfach jetzt noch so... Ja, nein, es ist ja auch eben, Bro, du bist ja nicht nur in der Schweiz, wie du sagst, du springst da, dort... ja, aber ich habe mir so Vorurteile gegen die Leute. Ja, mein Bro, Gott. Und jetzt bin ich selber so viel am Englisch. Ja, aber es ist ja auch ein bisschen hat ja auch ein bisschen mit deinem Beruf zu tun, nicht? Es ist ja anders als jetzt... Du musst schön reden, das tut mir gut. Nein, als jetzt, keine Ahnung, Isabel, die 3 Wochen in Australien war und jetzt sagt, wie heisst das Wort schon wieder auf Deutsch? Weißt du, ich habe jetzt 3 Wochen Englisch geredet. Das ist ja nicht das, ich weiß, was du meinst. Ja, aber vor allem auch heute kann ja irgendwie jeder Englisch, Mann. Das ist so. Und ich benutze es auch mega oft. Ja, ich sage dir, ich habe gedacht, ich tue es nicht, aber... Hast du deine Podcasts gehört? Ich höre die Podcasts, weißt du, ich habe mir gedacht, wow, okay. So gut. Mich hat es auch gepackt. Ja, anyways, schlussendlich sind wir dann, ist dann wie die Planung gekommen. Nachher haben wir, glaube ich, etwa 3 Leute runtergeschickt, also gesprungen sind. Und dann ist der Helikopter gekommen und wir haben das Funkgerät dabei gehabt und Funker so, hey, wir dürfen nicht mehr springen. Dann ist es weitergegangen mit, okay, wir müssen von diesem Berg, aber wir sind nicht da hochgelaufen. Es gibt irgendeinen Weg, aber wir müssen diesen Weg finden. Wir wissen nicht, wie es aussieht, wir wissen nicht, in welche Richtung laufen. Wir wissen einfach, dass es schlecht Wetter wird am Nachmittag.
Hey, und dann ist eine Gruppe mit ganz aufgelösten Jungs, die nicht mit ihrem Leben klarkommen, weil sie jemandem zugeschaut haben, der gestorben ist, weil sie sich nie mit dem auseinandergesetzt haben. Dann hast du Leute, die einfach so ein bisschen im Schock sind. Und dann hast du Leute, die einfach so ein bisschen «Hey, ich gehe jetzt und gehe». Und das war eine interessante Situation. Ich hatte dort mit dem Florian, einem guten Freund von mir, wo ich seit dem Anfang am Basen bin. Er hat auch sehr souverän reagiert und wir haben dort wie recht... Was lachst du? Mit ihm am Basen bin, das kann man auch ein bisschen Genau. falsch verstehen. Mit meinen alten Jungs bin ich am Basen. Nein. Und schlussendlich haben wir zwei, würde ich sagen, haben dann so ein bisschen fast den Lead übernommen. Und haben dort wie geschaut, dass wir dort alle runterkommen. Ja, nachher bist du dort unten, wartest und irgendwann kommt der Helikopter und ja, geht dir so ein kleinen Sack her, wo du weisst, da ist auch der Junge drin. Mit dem wir hochgelaufen sind. Genau. Minuten geschwätzt haben. Und das ist dann auch eine ganz weirde Situation halt, weil wir sind dort gestanden und der Leichensack ist wie der gelegen und sie haben es aber nicht gesagt, weisst, er ist wie tot, sondern es ist wie so, wir müssen wie noch warten und wir haben nicht gewusst, ist er noch in der Wand oder... Und ja, das war so eine schwierige Situation gewesen. Ja, kann ich mir vorstellen. Anyways, und nachher, hey, ich habe dann mit einem Kollegen zusammen seinen Anzug ausgewaschen, das Blut und so. Wir haben, sein bester Freund war dabei gewesen. Wir haben natürlich mit dem viel noch geredet. Der war sehr aufgelöst gewesen. Und er hat halt der Familie anrufen, er hat die Familie kennt, muss der Frau anrufen und sagen, hey, er hat doch Kind gehabt. Weißt du, so. Und dann, eben, du hast fast gar nicht wirklich Zeit, und dann kommt, okay, wir sind in Italien, er muss zurück auf England. Weißt du, so, wie funktioniert das? Es hat sich herausgestellt, dass wenn er wie, ich bin mir nicht ganz sicher, im Sarg ist, dann darf man ihn nicht mehr aufmachen. Also das heisst, okay. Du musst wie die Frau fragen, hey, sollen wir den Hering anlassen? Sollen wir abziehen? Es sind halt ganz viele so Fragen aufgekommen, die du dich noch nie damit auseinandergesetzt hast. Und das war extrem spannend, extrem schwierig, extrem lehrreich gewesen und auch traurig natürlich. Ja. Ja, ich glaube, eine Situation, die man nicht erleben möchte. Also. Ja. Das ist... Ich sage immer, es ist ein Part des Lebens und ich habe das aber auch sehr ein entspanntes Verhältnis mit dem Tod. Und ich glaube, es macht alles so ein bisschen einfacher. Es ist, im Leben stirbt man. Ja, es führt geradeaus zum Tod. Das ist Absolut. Ja, was tönt das so, man, die ganze Zeit? Das ist auch mit Stuhl. Aha, ja. Ich bin nicht so gut im Still sitzen. Okay, dann rede ich lieber, anstatt so scheiß Geräusch. Okay. Wie lange ist es gegangen, dass du nach dem Ereignis gesprungen bist? Am nächsten Tag. Okay. Am nächsten Tag habe ich... cool. Nein, ich und der Flo sind am nächsten Tag sogar einen recht technischen Absprung gemacht. Aber Perfekt. sehr gerne. Aber das hat... Immer da. Genau, was tust du so? Das war irgendwie auch wichtig und eben, es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht Basejumpen kann. Es war ein Unfall. Ich habe genau gewusst, was falsch gelaufen ist. Ich habe gesehen, was falsch gelaufen ist. Und ja, das ist, man macht einen Fehler und im Basejumpen sind Fehler halt extrem fatal. Ja, machst du fast wie nur einmal, ja. Genau. Und darum hat es mich halt auch nicht so belastet. Es war ein Erlebnis gewesen, aber es ist nicht ein... Es klingt jetzt blöd, wenn ich sage, ein schlechtes Erlebnis gewesen, sondern es ist mehr einfach ein Erlebnis. Ich kann es ja wie nicht werten. Logisch ist es auch schlimm, dass ein Freund von mir gestorben ist. Natürlich. Aber es sterben jeden Tag Menschen und Menschen sind dabei. Also warum sollte ich jetzt von mir das Gefühl haben, dass ich nie in so einer Situation sein sollte?
Wenn du kannst ja morgen auch über die Straße laufen und jemand wird überfahren und du bist der Erste, der dort ist. Und dann ist es wie deine Pflicht zum Helfen, finde ich. Ja, Bro, ja, aber du kannst doch jetzt nicht so plastisch anschauen. Von der Soziopath. Nein, es ist doch normal, dass mehr Gefühle drin sind, wenn ein Kollege stirbt. So egoistisch das auch tönt, als wenn jemand weit weg von dir stirbt. Absolut, ja. Also weißt du, es ist jetzt, also mich würde es jetzt viel mehr verletzen, wärst du an dem Tag draufgegangen, anstatt dein Kollege, weil deinen Kollegen kenne ich nicht. Voll, ja, das verstehe ich. Es ist ja wie, ja, es ist kein Fremder. Ich verstehe dich, ich glaube auch, das muss man auch haben, wenn du, wie du selber gesagt hast, du hast dich mit dem befasst, es ist dir wie bewusst, es kann jederzeit passieren. Aber dass es dir näher geht, ist, finde ich, total normal. Also, es ist ja, ich sehe halt den Tod echt auch nicht als etwas Schlechtes. Ich glaube, es hat schon mit dem zu tun. So, für mich ist wie... Es ist wie, du hast wirklich gewonnen. Wenn du stirbst, hast du wie gewonnen. Weißt du, was ich meine? Es ist ja letztes Mal, dass in Amerika der Frau von meinem Kollegen probiert zu erklären. Und sie ist so ein bisschen, das ist eine ganz interessante Ansicht. Und ich bin so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen in eine Ecke reingeredet, weißt du? Aber ich sehe es wie nicht als... Also eben, ich sehe es wie als etwas... Ich habe wie das Gefühl, es ist wie besser näher. Was denkst du, was nach dem Tod ist? Ich kann es dir nicht sagen. Okay. Und ich würde mir auch nicht wagen, irgendetwas zu denken. Es ist für mich einfach... Es ist schwierig, die Worte zu finden, weil es klingt voll psychopathisch. Aber nein, ich habe so das Gefühl, ja. es ist wie gewonnen. Das Schlimme ist für alle anderen, für alle, die dir nahe sind, die haben eine schlimme Zeit. Du bist wie safe. Du bist wenn ich sterbe, dann ist das für mich ein Jackpot. Also weißt du, so im Sinne von, ich weiss, dass ich das beste Leben habe. Wegen? Ich weiss es nicht. Das ist echt nicht... Ja, das ist aber es macht ja keinen Sinn, wenn du sagst, ich weiss nicht mal, was nach dem Tod ist. Ich wage mich das nicht mal zu denken, aber dann geht es mir gut. Das klingt jetzt sehr suizidal. Nein. Aber ich weiss, was du meinst. Du lebst ja gern, Bro. Es ist ja nicht so, dass du keinen Bock hast aufs Leben. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Aber es ist sehr, sehr nüchtern betrachtet. Es ist sehr aus einer Ebene betrachtet, wo irgendwie... Pragmatisch. Ja, wo null Emotionen drin sind. Ich weiss, was du meinst. Es ist nicht Jackpot, wenn ich tot bin, juhu. Sondern es ist so... Das ist doch das Maximum, was du wie erleben kannst. Es ist ja... Also, verstehst du, wie ich meine? Ja, voll. Es hat vielleicht mit dem zu tun. Mehr geht wie gar nicht. Das ist ja auch ein bisschen der Chip, den du in deinem Kopf wie hast. Wo, ja, so nach dem Extremen auch ein bisschen... Ja, aber wie gesagt, ich formuliere das jetzt das erste Mal wirklich so aus, bis auf in Amerika. Und dort war noch die Sprachbarriere, die es nachher auch einfach so ein bisschen spezieller und unvorteilhafter hat tönen. Aber ja, irgendwie sehe ich den Tod wie... Ich sehe ihn wie easy. Ja, voll so. Wenn es passiert, passiert es. Aber ja, was nach dem Tod ist sehr, sehr... Also ich glaube nicht, dass etwas näher kommt, aber ich habe wie so das Gefühl, du hast halt wie eine... Schicht im Schacht. Du hast es wie erledigt. Ja. Und dann, ob etwas Neues kommt, oder das ist wie egal, aber ich finde, wie, du hast dann so ein, okay, ich habe gerne To-Do-Listen, und das ist dann so ein, okay, das letzte Häkchen ist gesetzt, jetzt ist gut. Okay. Ich glaube, das, und weil ich es halt so anschaue, ist es dann auch gar nicht so schlimm, weil für mich ist es wie, er ist wie safe. Und schlussendlich niemand Job is done. überlebt das Leben. Darum... Ja, voll. Das ist, niemand kommt da lebendig raus. Genau. Es ist noch niemand gestorben und zurückgekommen, dass er uns könnte sagen, was danach ist. Außer einer, und das ist eine Lüge. Anyway. Der grösste Influencer. Worldwide. Ich habe Theorie gehört, und die finde ich recht fürchterlich, dass Leute, es gibt ja Leute, die wie kurz gestorben sind und dann reanimiert werden, und die erzählen ja immer von dem Licht, weißt, am Ende des Tunnels. Und die haben mal
ich weiß nicht mehr, gehört oder gelesen oder so, dass das Licht am Ende vom Tunnel ist eigentlich die Muschi von deiner Mutter, die aufgeht und du wirst wie geboren. Ja, habe ich auch gehört. Und dann die ersten, glaube 2 Jahre, wo du nur rennst und nicht kannst reden, machst du dich wie an dein vorherige Leben erinnern und kannst wie Lehren daraus ziehen und alles. Aber je mehr dass du kannst reden und dich verständigen, Verständigen, kommunizieren. ja, je mehr dass du dich kannst mitteilen, desto weniger weisst du noch. Und bis du dann richtig kannst reden und dich mitteilen, dann vergisst du alles und dann kommt das Ganze wieder von vorne. Das finde ich, glaube ich, so eine der schlimmsten Vorstellungen, die es gibt. Again and again. Ja, also, stell dir das vor, du bist wirklich so nice und dann so und dann kommst du echt auf die Welt. Und lebst nicht in der Schweiz, sondern bist irgendeinem Wow, armen viel Land. schlimmer, stell dir vor. Viel Ja, schlimmer, du kommst du musst irgendwann so- in einer Kohlemine auf die Welt. Voll, ja. So etwas. Wow. Ich habe eine andere Theorie gehört. Ich weiss, es gibt sie auf YouTube. Boah, wie heisst denn die Ei-Theorie? Keine Ahnung, irgend so etwas. Dass die Zeit eigentlich auch wirklich dort relativ ist, keine Rolle spielt, sondern dass du jedes Leben auf diesem Planeten durchlebst und dazu lernst und immer weiter lernst, dass du irgendwann dich zu einer höheren Instanz wie entwickelst. Also ich, blöd gesagt jetzt, du bist ich bin du. Ja. Klein, so. Ja. Und du musst das Video mal anschauen und ich zeige es dir nachher. Ich jetzt zusammen Tut schauen. mir ganz leid. Wenn ich es jetzt so erzähle, Bro, tut es voll hirnrissig. Aber 8 Milliarden Mal. Das ist schon wieder. also nicht nur 8 Milliarden Mal, Bro. Es ist auch die Zeit von vor uns. Also jeder Mensch, der je existiert Jemals. hat. What? Du. Heute bist du Alter, morgen bist und du... dann machst du so verschiedene Galaxien durch. Genau. Wow. Bis du irgendwann die Reife hast, dass... Ja. Stell dir vor. Andere Frage, ganz andere Frage. Voll außerirdisch. Glaubst du an Außerirdische? Außerirdische? Ja. Ah, safe. Schon. Ja. Also weißt, es ist jetzt nicht etwas, wo ich mich damit beschäftige. Ja. Aber ich fände es ein bisschen arrogant zu sagen, so, wir sind die Einzigen. Das sage ich auch immer. Schon? Das sage ich immer. Es wäre arrogant und ignorant zu behaupten, dass wir die schlauste Spezies im Universum sind, obwohl wir einen Furz Ja. kennen vom ganzen Universum. Und wir sagen, nein, wir sind die Gescheitsten. Safe. So, wir sind die Überrasse. Nein, 100%. Ich glaube, dass irgendeine andere Lebensform gibt. Wo intelligenter ist aber als Das uns. Ja, eh. Und vor allem, es ist dann... Aber, ja. Also ich denke mir dann ab und zu so die Vorstellung, dass wir sind auf der Welt, die Welt ist alles für uns. Und dann gibt es wie rundum das Universum. Aber dort rundum gibt es dann mehr auch. Es ist... Und das ist, wie dort, wenn du die Überlegung machst und so weit probierst rauszuzoomen, ja. Also wenn du nur schon die Relation von der Sonne zur Erde kennst, bist du dann so ein bisschen okay. Und wir ja, ich glaube sehr fest, dass anders existiert. Aber es ist jetzt nicht ein Gedanke, wo ich mich crazy auseinandersetze. Ja, voll. Es ist einfach, du glaubst es und voll. Ohne irgendwie recherchieren, sich schlau machen. Genau. So wie das Erde flacher. Ja, und du irgendwann runtergehst, Voll. wenn es weit Runterfliegen. So, runterfliegen. der Basejump. unendliche Flug. Der Nein. unendliche Basejump. Ja, so ist das. Und jetzt bin ich in Amerika, 2 Monate. Genau. Das haben wir auch noch ansprechen. Genau. Oder findest du, wir haben schon zu lang geredet und Ich weiß es gar nicht, wie lange. bei uns ist immer, wenn wir zusammen reden, dann ist dann plötzlich Das ist wirklich... ganz viel Zeit vergangen und eine Ja. Stunde 10. Eine Stunde 10. Legitim, es geht noch. Legitim. Kann man machen. Der Rogan macht immer 3, von dem her ist easy. Das heisst, das ist die Messlatte. Ich weiss jetzt nicht. Budgetmässig sicher. Stimmt, du warst in Amerika, du bist heute zurückgekommen. Wir haben uns heute... Ich bin nicht heute zurückgekommen. Nein, du bist am Dienstag zurückgekommen. Genau. Heute haben wir uns gesehen im Training und haben gedacht, trinken wir einen Kaffee zusammen. Erzähl mir gar nichts von Amerika und vor allem ein Thema, das mich natürlich sehr interessiert. Und
Dann haben wir gesagt, machen wir einen Podcast und erzähl es doch gerade dann. Voll. Ja, genau. Go for it. Also, ich bin von Amerika, ein guter Freund von mir ist ausgewandert und ich bin ihn besuchen und habe das verbunden mit Wingsuit-Fliegen, mit also Skydiven, mit Training, das ich schon lange machen wollte, mit einem Hauptsponsor von mir besuchen, wo mir eigentlich das Ganze ermöglicht hat, was eigentlich auch der ausschlaggebende Punkt war, wieso dass ich mir das so leisten konnte. Squirrel, das ist Fallschirm- und Wingsuit-Produktion. Und die sind wirklich von fast ganz am Anfang an sind die dabei und sponsern mich, unterstützen mich, helfen mir, wenn ich Hilfe brauche. Und das ist wirklich seit Jahren extrem treuer und ein guter Sponsor, mittlerweile auch Freunde, wo ich sehr dankbar bin, dass ich den habe. Und jetzt mit dem ganzen Corona und Zeug und Sachen konnte ich halt nie vorbeigehen. Und das habe ich jetzt verbunden. Und dann bin ich nach die UFC 92 Live-Event. Und das war so, dass... so neidisch. Ja, dude, so neidisch. Dude, der Event. Wie war es, Mann? Das war unfassbar. Ja, ich wollte noch schnell etwas dazu sagen. Es war so, dass der Dave, mein Freund, hat, mir zum 30. Geburtstag hat mir gesagt, hey, er schenkt mir ein Wochenende, wo wir zusammen weggehen. Das war am 30. Geburtstag. Und ich so, ja, cool, schauen wir. Und letzten Herbst oder so hat er mir angerufen und hat gesagt, hey, er ist auch Fan von UFC, tut dort Jiu-Jitsu machen. Und er hat gesagt, ja, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest... Nein, er hat es eben besser formuliert. Er so, was fändest du interessanter? In Abu Dhabi Makhachev gegen Oliveira war es, glaube ich, schauen. Oder nächsten Sommer an die Fight Week. Und er hat so die Frage gestellt, wie er sich das überlegt. Ja, also was würdest du machen, wenn du ich wärst? So in diesem Stil, ja. Oder was fändest du, was wäre ein besserer Move? Und ich habe dann gesagt, ja, hey, look, der Makhachev-Fight wäre extrem spannend natürlich, aber Abu Dhabi reizt mich jetzt nicht so, oder finde ich jetzt nicht so interessant. Du gehst zwar den Fight schauen, das Land ist extrem schön, aber du gehst den Fight schauen und gehst auch wieder. Und die Fight Week in Las Vegas ist halt viel mehr. Und du hast das Grappling, du hast die UFC, du hast den ganzen Strip, du hast halt Las Vegas als Erlebnis und hat das so gesagt. Und er hat gesagt, cool, in dem Fall lade ich dich ein an die Fight Week nächstes Jahr. Und ich bin so ein bisschen, ja, du weißt, so ein bisschen, wo. Und ich so, ja, schauen wir den, weißt du. Es ist noch lang gegangen. Und dann hat er wirklich, im Frühling hat er gesagt, hey, let's go und so. Und es hat perfekt gepasst mit dem ganzen Corona-Scheiß, dass ich übergehen kann. Weil man hat immer noch ein Impfzertifikat gebraucht in Amerika und das ist also ewig. Und schlussendlich ist das wirklich gut aufgelöst worden, irgendwie 2 Monate vorher, oder ich glaube Mai, Mitte Mai sogar. Anyways. Hey, und dann habe ich zugesagt, Flug gebucht und bin dort rübergegangen und dann sind wir zusammen auf Las Vegas. Hey, und er hat einfach komplett reingeschossen. Er hat wirklich VIP-Event, Ringside-Tickets und es war der absolute Wahnsinn. Wir haben vom Donnerstag sind wir angekommen. Donnerstag haben wir die Hall of Fame-Zeremonie miterlebt, auch bei der 5. Reihe. Cowboy Cerrone, Jose Aldo, wer war es noch? Der Spider, der Silva. Ja, Anderson Silva. Und dann noch 2, 3 andere, die in die Hall of Fame kamen. Und nachher am Freitag war Weigh-ins, Official Weigh-ins. Okay. Oder Joe Rogan moderiert hat, was auch schon ein Hammer-Erlebnis war, weil ich seine Podcasts wirklich schon extrem lange höre. Er ist ein fitter Dude, Spiels postet, Bro. Er ripped as fuck. Er ist 30, und er ist 56. Kollege. Massiv. Also weißt, und ja, genau das Bild postet und also geschrieben, es ist so impressive mit irgendwie 56. Und dann hast du natürlich die ganze Zeit, ja, voll auf der Embulon und bla bla bla. Und dann so ein bisschen,
er redet offen über was er konsumiert. Und trotzdem kann er mit 56 einen Spagat. Er ist Black Belt im Jiu-Jitsu. Er war Taekwondo-Kämpfer, professionell. Weißt du, so, und trainiert das sein ganzes Leben lang. Du musst so viel trainieren, auch wenn du dir Testosteron-Replacement-Therapie spritzt, dass du... Leute denken, du gehst zu den Juice und es passiert einfach. Die Leute gehen trotzdem ins Training. Also ich will das nicht gut heißen oder machen es, aber es ist auch Training. Also genau, ja, absolut. Also weißt du, ich meine, wenn du mal einen Bodybuilder gesehen hast, wie der trainiert, also was sich der spritzt, ist wahnsinnig, aber wie der trainiert, ist ja auch kompletter Wahnsinn, was der isst, etc. Anyways, das war das Highlight gewesen. Und nachher halt, ich meine, die Kämpfer, das ganze Live, ich bin so lange schon ein Fan von dem. Ich meine, ja, das früher auf irgendwie LimeWire runtergeladen. Weißt du, wie ich meine? Das ist wirklich so richtig oldschool. Richtig oldschool. Und dann hast du es noch gar nicht gekannt, weißt du? Und jetzt, das war das erste Mal live gesehen und gibt so ein Event. Und ich bin ein grosser Fan von Volkanovski. Und es hat ja extrem spät hat sich herausgestellt, dass er der Hauptkampf wird sein. Und also das Lustigste, weil der Dave hat mir angerufen und er sagt, ja, hey, weißt du, ja, die UFC hat mir eben angerufen und ich bin so, was, die UFC hat dir angerufen? Und er so, ja, ich bin vielleicht reingeschossen mit den Tickets und ich bin so, Bro. Und dann hat sich eben herausgestellt, VIP und alles. Und nachher hat der andere, der ihm angerufen hat, hat gesagt, ja, aber der Volkanovski läuft ja dort raus. Und dann hat er so ein bisschen, was, der Volkanovski kämpft? Und er so, also, ja, wir wissen es ja nicht genau, aber die Medien sagen ja so ein bisschen, und es ist ja nicht offiziell, aber und nachher haben wir das herausgefunden und ich bin so fest gefreut. Hey, und nachher am zweiten Tag eben das Weigh-Ins gehabt. Nach dem Weigh-Ins haben wir so eine VIP-Bar gehabt, wo so Fingerfood hat serviert und offene Bar hatte. Haben wir sie dort her und ich und er haben eben am Anfang gesagt, hey komm, wir genießen die Zeit einfach. Wir nehmen das Handy nicht vor, wir machen nicht Fotos mit Fighter, wir machen einfach, wir lassen das Handy im Hosensack und wir erleben einfach alles. Ja, voll. Mega schön. Und das ist wirklich auch noch schwierig in der heutigen Zeit. Und es war auch extrem interessant, das so zu sehen. Und ich muss ja selber sagen, ich mache extrem gerne und extrem viele Fotos. Und meine Leute, die mein Instagram kennen, die wissen, ich bin dort sehr aktiv. Ja, aber gleichzeitig war es wie so eine geile Entscheidung gewesen. Und wir sind dort raufgegangen und haben mal einen Drink genommen. Und nachher haben wir mit ihr angefangen. Und irgendwann sagt sie so, ja, eben, sie ist auch UFC-Fighterin. Und ich so, okay. Und dann hat sie so ihren Namen gesagt und ich und er beide so, hey, weiss im Fall nicht. Und ich bin die, die am Joe Rogan in die Arme gekumpelt ist. Und wir beide so, ja. Hey, nachher plötzlich ist der Chris Curtis. Ja, ich glaube Chris Curtis. Ist so neben uns gestanden. Und dann mit dem so ein reden. Und nachher bin ich so mit dem Dave am Reden gewesen. Und plötzlich sind die so von hinten. Also hinter uns ist der Cody Stammen und der Julian Rosa gestanden. Zwei auch Fighter. Und ich rede so mit dem Dave. Plötzlich sagt so der Cody so ein bisschen, hey, kann ich das Foto mit dir machen? Dude, ich bin noch nie so verwirrt in meinem Leben gewesen. Und ich bin so ein bisschen, ja. Und dann dreht sich so um und macht so mit mir ein Selfie. Und ich bin so perplex auf dem Foto. So, Und dann nach dem Foto sagt so, ich liebe das zu machen, die Leute sind immer so verwirrt und so. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Es ist so richtig geil, lustig. Und nachher haben wir mit ihm noch ein paar Drinks genommen und haben wirklich recht lange mit ihm geredet. Und hey, und nachher ist, weil wir wieder, ja, nachher sind wir dort gewesen und haben noch ein paar andere Fighter kennengelernt und sie waren wirklich extrem nette, sympathische Jungs alles. Und beim Rauslaufen läuft uns echt der Mike Chandler über den Weg. Okay. Und mein Kollege ist ein rechter Fan von ihm. Und es war so witzig, weil wir schon ein paar Drinks hatten und beide so ein bisschen loose und alles und laufen so raus, weil es so langsam fertig war. Und er läuft so durch und ich so, ja, schau, der Chandler ist hier. Und er dreht sich so um und er ist so, Mike! Ist einfach so. Er hat also den Fangirl-Moment gehabt. Mike! Dude, und er ist so sympathisch. Er hat wirklich so umgedreht bei der Bar, weil er schon ein bisschen weiter weg war. Und hat so umgedreht und ist so zurückgekommen und hat so schnell mit uns angefangen zu reden. Und er so, jetzt bin ich gegangen. Und dann ich so, hey, schau, was so lustig, weil wir haben
uns gesagt, wir machen mit niemandem Fotos. Und, also, nein, der David eben so ein bisschen, er so ein bisschen, du, kann ich ein Foto mit dir machen? Und ich, ja, wirklich, er ist so, ist so verwutscht worden in dem Moment. Und ich so, hey, ich muss schnell ein Foto machen. Und dann habe ich ihm so gesagt, du, wir haben so vorgenommen, machen mit niemandem ein Foto. Und jetzt hast du ihn so eiskalt verwutscht. Und er so, ja, ey, wir waren jetzt 2 Stunden da und so, warum hat er nichts gesagt? Und wir so, wir haben doch den nicht gesehen. Und dann ist er wirklich verdammt hergestanden mit ihm. Ich habe ein Foto von ihm gemacht mit dem Mike. Hat er dann schnell geredet und ist gegangen, wir sind auch gegangen. Zweiten Abend, dann sind wir noch ein bisschen unterwegs gewesen. Wirklich, Las Vegas ist immer wieder lustig. Für so 3-4 Tage ist es super und dann musst du wie gehen. Hey, am 3. Tag war dann UFC-Event und ich war wirklich hyped gewesen. Und dort hat es angefangen mit, wir haben Jack Daniels Lounge, haben wir wie Eintritte gehabt. Und dann sind wir in die Jack Daniels Lounge und dort hat es so ein riesen Buffet gegeben, weißt? Und Dessert mit so UFC-Logos drauf und wirklich einfach komplett reingeschossen mit Essen. Offene Bar wieder und nachher sind wir dort so am Chillen gewesen. Nachher sind wir vorne, haben so Early Prelims gewesen. Und nachher haben wir die noch so ein bisschen von oben geschaut, so die ersten 2 Kämpfe. Nachher ist der Charles Oliveira gekommen und nachher ist irgendwie wer ist eben, der Mike ist wieder gekommen, nachher ein paar andere, hast immer wieder so den kenne ich von jemandem. Und dann sind wir hingelaufen zum Buffet und dann war der Cody der gewesen, mit dem, wo wir einen Tag vorher unterwegs waren. Er so, hey Jungs und so. Wirklich verdammt. Und wir haben so gedacht, der hat nicht mehr mit uns. Er so, Jungs. Dann sind wir dort am Tisch, dann haben wir noch andere Kämpfer kennengelernt, die noch nicht in der UFC ist. Und haben mit denen geredet und haben so halt eben etwas getrunken, haben so die UFC-Kämpfe geschaut auf dem Screen. Und nachher, weil wir so wie dort gestanden sind, hat sich dann immer mehr so eine Traube um uns gebildet. Und dann ist der Jamal Hill ist neben mir gestanden, mit ihm habe ich einen kompletten Fight geschaut und einfach mit ihm so, und er so, warum macht er das? Und so. Und ich bin die ganze Zeit so mit ihm reden gewesen. Ich so, ich rede mit dem Jamal Hill, das ist so surreal. Dann ist der Aljamain Sterling plötzlich gekommen und hat sich so vorgestellt bei mir und ihm, weil wir wie, glaube so in dieser Traube in sich waren, wo wirklich rund um uns nur noch UFC-Fighter gestanden. Der Chiesa war noch dort gewesen. Und dann ist Benja gekommen. Bro, sie ist eine wunderschöne Frau. So. Oh mein Gott, sie ist so, Benja. Ich bin dort gestanden und ich dachte, ja, die ist so hübsch dort. Und dann hat der Kollege gesagt, das ist Benja. Es sieht umwerfend aus. Ich bin schnell einen harten Crush gehabt. Und dann ist sie auch dort hergekommen und hat auch so herzig genickt, weißt, und ist dann zum Chiesa hergestanden. Und dann ist der Jose Aldo gekommen. Und das war wirklich ein Moment, wo ich wirklich so ein bisschen... Der Kollege auf dem WC, der Jose Aldo, seine 2 Frauenbegleitungen, die er hatte, ich weiß nicht, wer es war, sind wie gegangen und ich bin so am Tisch allein gehockt und er so am Tisch nebendran. Wir sind so ein bisschen... Dann haben wir so angeschaut und so ein bisschen... wie so, ja... Und dort war wirklich so ein Moment, so fuck. Aber das Witzige war, weil wir halt wie die ganze Zeit an dieser Bar mit denen, oder an diesem Tisch mit diesen ganzen UFC-Fightern waren, hast du die ganze Zeit Leute gehabt, die kommen und so, hey, kann ich ein Foto machen? Hey, kann ich ein Foto machen? Und du merkst so, wie unangenehm das auch wird mit der Zeit. Ja. Oder weißt du, es ist ja, die meisten machen es ja gerne. Die Fans, die Amerikaner sind ja eh noch viel offensiver, was das anbelangt. Aber es schreckt halt dich selber auch so ab, weil du bist nicht einer von denen. Und ich meine, wir sind dort innen gestanden, haben mit ihnen wirklich geredet. Wir haben seine Meinung gehört über, was er vom Punktesystem hat. Weißt, wir haben wirklich zusammen geredet. Und das war eine schöne Erfahrung gewesen. Und alle, die sich auf Fotos machen, sie so, hey, kann ich ein Foto machen? Und dann sind sie wieder gegangen und haben nichts mit denen geshared. Ja. Und das ist, wie, glaube auch das, was so frustrierend ist, wenn du so bekannt bist, dass du wie, hey, können wir, ich rede hure gerne, aber können wir recht schnell chillen und schieß mal auf das Foto. Und klar hast du, 1-2 Mal habe ich wieder daran gedacht, wäre so, oh fuck, wäre schon noch easy gewesen, so ein Foto mit dem Jose zu haben. Oder ich glaube, wenn der Joe Rogan irgendwann wäre gestanden, und dann wäre es, glaube ich, schwierig gewesen, so nicht mit ihm ein Foto zu machen. Aber bis auf das habe ich wie so das Gefühl gehabt, hey, schau, ich habe das jetzt in meinem Herzen, ich habe das in meinen Gedanken, ich verbinde das immer mit dem Dave. Er hat das auch nur eigentlich erlebt und in seinen Gedanken, und es wird so etwas sein, was uns noch viel mehr zusammenschweißt. Voll, ich finde es eine mega schöne Idee, aber wie du sagst, es ist auch schwierig, dem irgendwie zu widerstehen, weil ja, das Natter ist so allgegenwärtig, Bro. Absolut. Es ist gar nicht wegzudenken. Und es ist halt auch so ich meine, eben, es ist so eine
unfassbaren Moment, wo halt so viele von meinen Freunden auch Fans von UFC sind. Und dann hast du auch irgendjemand das behinderte Reden in deinem Hinterkopf, und er sagt so, weißt du, nachher, und dann kannst du auf Insta posten und so. Ja. Aber es ist einfach so ein bisschen, so eine Penisverlängerung. So, ja, schau, chillen mit dem. Es ist so, Eigentlich whatever. schon, aber es ist auch, wie ich immer sage, wir haben ein paar Grundbedürfnisse und ein Grundbedürfnis von dem ist einfach Anerkennung. Fair, und ja, und absolut, gesehen absolut. werden. Das ist einfach in unserem Menschsein, und darum ist auch Social Media so erfolgreich und Genau. so intelligent gemacht, weil es einfach... Ich finde es selber dumm, aber dann verwünsche ich mich auch, wie ich irgendwie etwas Geiles kochen kann, posten oder eben mit dem Hund, das sind so deine Lieblingsvideos, Ja, mit dem Hund vom Geschäft. Wenn jemand Hundevideos tut. Bro, Mein Hunde ganz sind die besseren Algorithmus Menschen. Es sind ist- einfach auf Hundevideos drillt. Nein. Ich like nur Hundevideos, dass einfach nur Hundevideos kommen. Also bei dieser Lupe, wenn du drauf gehst, Ja, kommt genau. Ja. Was kommt bei dir? Was Nur ist so? Hundevideos. Nur Hund? Nur Nein, das Hundevideos. Mo. Ich schaue nie Frauen an, ich schaue nur Hundevideos an. Ja, ich sage jetzt nicht unbedingt Frauen, jetzt stell mich nicht so an, als würde ich da nur geiern. Ich kann es dir nachher zeigen, was bei mir ist. Hey, nein, also bei mir ist sicher sehr viel Hundevideos, wirklich viel BJJ, sicher viel Basejumper, Skydiven, vielleicht das ein oder andere Bikini-Foto, aber wirklich selten. Und schau's mir nachher an. so Comedian, Stand-up-Zeug. Ich würde so sagen, das sind so ein bisschen die Sachen. Ja. Also bei mir ist wirklich, Bro, ich sage dir ehrlich, Ich tue mich hier so in eine Ecke reden, glaub mir. Jetzt gehen so Leute schauen, was sie alles liken, ich weiss genau. Also, wie Man gelogen sieht es hast. doch gar nicht mehr. Nein, man sieht es nicht mehr. Aber weißt du noch, was die Funktion gegeben Ja, wo du Die links- war eiskalt gewesen, Bro. Links hast du können schauen. Stalker-Modus, 3000. Ich schwör's dir. Next Level. Dude, wie viele Probleme ich bekommen habe, Mann. wegen Ja, dem. glaub ich dir. Ich schwöre das. Ey, das Bikini-Foto gelegt und dann bist du schon... Schon am Arsch. Was likest du? Was likest du? Sorry. Nein, bei mir ist Jiu-Jitsu mega viel. Ja. Also wirklich 70%. glaub Weil ich. ich finde es mega, dann speichere ich und dann versuche ich es im Training. Ja. Klappt nicht immer so. Ich wie speichere die es immer Videos. und ich vergesse es instantly. Ich schaue sie vor dem Training schaue ich es immer an. 2-3 Du Videos. bist so ein Nerd. Und dann versuche ich das Darum tappst du mich immer. Genau wegen dem. umzusetzen. Frauen auch, Bro, ja, sicher. Frauen sind auch. Ja gut, das ist fast nicht... Das ist fast unumgänglich. Voll. Das Das ist- ist ja auch schön. Also schöne Frauen habe ich auch gerne. Schon. Da anzuschauen. Ja. Anzuschauen. Ich sage jetzt nicht, eine gute Frau definiert die Schönheit von einer Frau. Das nicht, aber... ja, sorry. Schuldig. Guilty, wie du läuft's. sagen würdest. Ja. Bin ich? Genau. Hund hat es auch. Ich habe einen Voice Crack. Mike! Mike! Ja. Nein, Hund. Und das war's, glaube ich, im Fall. Jiu-Jitsu, Frau und Hund. Jiu-Jitsu, Hund und dann Frau, würde Okay. ich sagen. Okay. Und so Ja. lustiges Zeug schaue ich auf TikTok an. Ich sage, hast du TikTok? Hey, ja, wirklich. Ja, ich bin wirklich nie mehr auf TikTok. Mir hat hure früh ein Kollege von mir, Fotograf, hat gesagt, du lass TikTok ab. Du kannst so reissen. Und das war wirklich ganz am Anfang. Ich weiss, das ist schon vor 6 Jahren oder 7 Jahren. Also wirklich früh. Gibt's das schon so lange? Ich weiss, es ist wirklich früh. Und nachher habe ich mir einen Account gemacht. Und dann bin ich drauf schauen. Und ich bin so ein bisschen, ich kann das nicht. Und dort habe ich wie nicht gecheckt. Also dort ist sicher auch noch viel weniger, ich sage jetzt mal, gut gewesen als jetzt. Gut oder schlecht, aber ausgearbeitet. Aber es hat nur einfach so, eben Kinder, die am Tanzen sind und Behinderte und weißt so, es war wie noch nichts wirklich gewesen. Und dort habe ich wie nicht gewusst, weil TikTok macht es ja extrem gut, sobald du anfängst zu liken, es passt dich so perfekt. Der Algorithmus ist brutal, Bro. Burner. Und darum funktioniert es so gut. Also Instagram Ich ist nichts, was bin dagegen. nichts. Ich meine, ich habe dann, und nachher habe ich das eben, und dann habe ich durchgeschaut und bin so, keine Chance. Also wieder gelöscht. Und dann bin ich wie ein bisschen zu spät gewesen. Was dann wirklich so ein bisschen anziehen, bin ich wie einfach zu spät gewesen. Und das hat sicher auch mit dem Alter zu tun. Es fremdelt mir trotzdem immer noch, wie krass, dass sich die Leute dort präsentieren. Es gibt so keine Grenzen mehr, es gibt keine Scham mehr, es gibt nichts mehr Durchdachtes. Nein, es ist einfach raus. ist Einfach einfach- Content. Bro. genau. Einfach Content. Mehr ist mehr, Wahllos. behinderter ist gut, weißt, auffallen um jeden Preis. Und das ist wirklich so, das hat mir dann so recht widerstrebt. Und ich habe dann schon
ich habe dann mir gedacht, okay, einfach die Videos oder die Reels, die ich auf Instagram mache, die speichere ich einfach und lade es dann auf TikTok. Das ist einfach die, so ein bisschen Post-and-Ghost-mässig. Aber ich konnte es wie nie durchziehen. Und ich hatte dann auch mal eine Phase, wo ich ein bisschen mehr durchgeswiped habe, aber mittlerweile, ja, wirklich Instagram und TikTok habe ich das hinterste auf mein Handy da. Und also, keine Ahnung, irgendetwas drum geschrieben, du Spast oder irgend so etwas. Dass ich wie, jedes Mal muss ich wie hinten swipen und drauf drücken auf den Ordner und muss dann auf so einen Social Media Account gehen. Aber es funktioniert nicht gut, weil ich jetzt checkt habe, du kannst einfach runterziehen und dann kommen die letzten Apps, die du gebraucht hast und dort ist Instagram meistens drin und dann muss ich eben gar nicht durch, also ich bin voll behindert. Und darum, nein, TikTok kann ich eigentlich nicht, oder ich brauche es, ich schaue nie durch und ich poste wirklich viel zu wenig. Also ich schaue schon gerne ab und zu. Es macht massiv süchtig. Es macht massiv süchtig, aber ich kann es schon... Also ein Tag, ich habe mich geweigert, das runterzuladen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube... Ex-Freundin hat mir das gesagt damals. Lass aber, es ist voll lustig, dann habe ich es runtergeladen, Bro. Instant reingehakt. Einfach so. Ich schwör's dir. Ja. Und dann habe ich so pennen und dann 2-3 Stunden. Ey, dann 3-4 Tage so, dann bin ich mal einmal an einem Sonntag schlimm reingehakt. Ja, echt so. Ey, so 6 Stunden oder so. Ja, Weißt, ich war verkatert, kaputt, ich habe Essen bestellt, habe chillt vor dem Fernseher. Ja, aber du schaust keinen Fernsehen. So, Hauptsache es läuft etwas, so ein bisschen, die Big Bang Theory, hast schon 2-3 Mal alles Genau. durchgesehen, Hauptsache es läuft etwas, nachher wirklich rein. Und dann habe ich mir gedacht, shit. Und jetzt ist es so vielleicht einmal in der Woche vor dem Pennen gehen, denke ich mir so, komm, das ist lustig, es ist Absolut. maximal unterhaltsam. Und wie du sagst, der Algorithmus ist einfach brutal. Es zeigt mir immer das an, was ich in dem Moment voll Bock habe zum Schauen. Das ist wirklich, das ist sehr imposant, der TikTok. Das ist mega intelligent gemacht. Aber ich bin wirklich, ich habe mittlerweile wirklich so eine Hassliebe mit dem ganzen Social Media. Ja, du sie halt arbeiten mit Social Media und so mein Geld verdient habe, hauptsächlich ist es wie, ich habe immer wieder die Ausrede zu sagen, aber ich arbeite ja. Also es ist wie, das Handy ist ja ein Arbeitsprodukt. Und ich habe wirklich auch immer wieder, eben, wenn du keine Routine hast, es geht so schnell und du bist 3-4 Stunden am Handy. 5-6, wenn du über den ganzen Tag, du stehst am Morgen um 7 Uhr auf, gehst am Abend um 10 Uhr einfach pennen. Du hast so viel Zeit, wo eben im Tram, keine Ahnung, überall. Ja, und dann hat es eben die Tage, wie du sagst, dann hängst du auf dem Sofa am Sonntag, schlecht Wetter, nicht mal schlecht Wetter, ist noch viel schlimmer. Und dann stehst du auf, gehst etwas essen und legst wieder her und es zieht so deine Lebensfreude und deine Energie und deine Motivation. Es ist so wie ein Magnet, wo alles so und dann am Abend bist du so leer und so unglücklich. Ja, es so zerrt easy. wirklich an. Es ist wirklich so. Ich glaube, ich habe es gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ist jetzt nicht so abwegig. Der Erfinder von TikTok hat seinen Kind verboten, die App zu nutzen. Also ja, und TikTok zum Beispiel in China ist ja massiv anders als hier. Ja, aber Also auch... dort laufen ja nur so Science, wissenschaftliche Videos und alles so Zeug. Ah, schon? Ja, alles. Ich hätte jetzt einfach gedacht von dem Manny, weil es kommt Nein, ja auch nein. von dir. Ich habe gedacht, es ist viel Anscheinend, also populärer. das habe ich vom Joe Rogan Podcast, aber die haben wirklich ganz andere... Es ist Menschenverdummung. Ja. Wenn du schaust mal durch und wenn du wirklich Gedanken machst, was Leute aufladen, ich meine, es gibt ja, weißt du, zum Beispiel nur schon die Accounts, so Cringe-Accounts, also die cringigsten Videos sammeln und dort aufladen und dann schaust du dort durch und bist doch immer, das laden Menschen auf. Das ist so Ja. unverständlich. Oder auch vor allem, also ich finde auch vor allem, wie, ganz ehrlich, jetzt die Frauen sich präsentieren. Kennst du Wallah, Bruder. Ich schwör's dir, Wallah, Krise. Kennst du die Videos, wo sie so etwas filmen, so Wasserhahn, wo so ein bisschen spiegelt, aber nachher sind sie nackt? Ah, ja. Und Ja, es ja, ist so, voll. Bro, es ist im Internet, Alter, Mann. Ja. Es ist so zum ein paar Likes generieren oder so. Du, das ist ein Karriereweg. Ich meine, Ja. gewisse Frauen verdienen so viel Cash Ja. mit dem. Das, aber ja. ja, also Auch ich meine, schon, ich denke auch, boah, man, ich prostituiere mich selber ja auch. Logisch ist es halt auf einer sportlichen Ebene, aber schlussendlich, du verkaufst dich ja.
Und ich meine, es ist das Einfachste, wenn du gut aussiehst, mittlerweile vielleicht auch nicht mehr so wie früher, aber wenn du eben mal ein bisschen Bodypics, ein bisschen Brüstekamera haben, und wir Männer sind behindert, Alter. Wir Männer sind einfach so, Brüste, Arsch, okay. Das ist einfach... ja, wir sind einfach, das ist Testosteron gesteuert, wir sind dort einfach simpler. Dumm einfach. Ja. Ja, das ist auch eine Art Verkaufen, der Podcast. Also, Safe. darum. Aber man muss es schon trennen. Aber ich bin auch der Meinung, hey, wenn du eben als selber jemand, der mit Social Media arbeitet, es ist ein Job. Weißt du, wenn du modelst oder ein Model bist, das ist eben gute Fotos. Ich merke das bei mir selber. Das ist ja nicht mehr, früher ist es so, okay, du machst ein Foto und lässt es auf. Das stimmt nicht, weil das Level vom Content, der aufgeladen ist so gut mittlerweile. Der Podcast ist genau gleich. Du musst gute Mikrofone haben, du musst gute Kamera haben, du musst gutes Licht haben, du musst Logo haben. Weißt du, so, es muss so funktionieren, weil wenn du mehr zusammen ins Handy reinreden würden, das würde irgendwann mehr Versenkung landen. Ja, genau gleich ist es bei diesen Fotos, Filmen, Reels. Was Leute für Reels mittlerweile erstellen, das ist Cinematik. Ja, ich bin auch recht erstaunt, wenn ich sehe. Es ist wirklich so auf Kino-Level. Auch wenn es nur 12 Sekunden sind, aber es ist krass. Heavy. Und eben das Lightning und alles das. Und ich habe mittlerweile ein paar Freunde, die Influencer sind und die wirklich auch modeln und so. Und ich war ein paar Mal dabei gewesen. Und eben, ich sehe das ja selber. Ich nehme einen Fotograf mit, ich nehme einen Filmer mit mir. Und eben zahlen die und machen mit diesen Fotos. Und von diesen Fotos, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, wo 30, 40 entstehen am Tag, ist natürlich auch noch schwieriger als Basejumper, weil du hast vielleicht 1, 2 Sprünge und das Vorbereiten und so. Aber du nimmst dann, keine Ahnung, 4 Fotos. Und mittlerweile Fotos kannst du nicht mehr brauchen, weil es generiert 0 Traffic. Das heisst, du musst Reels machen oder Videos und dort musst du es muss qualitativ gut sein. Ja, und eben, wie du sagst, es muss sich immer steigern, oder? Genau. Das ist also es muss immer etwas Neues. Es muss lustiger sein, es muss schneller sein, genau. Es muss bessere Aufnahmen sein, es muss... Ja. Das ist ein fucking Stress, die Leute unterschätzen das schon klar. Es wäre schon... Jeder denkt sich, wäre geil, ein bisschen Content machen, von die Hause chillen und so, aber der Stress, den du hast, und eben, es ist ein Fulltime-Job, das ist 24. Ja. Also ich rede nicht von mir, weißt du, das ist genau gleich. Und du sagst, ja, ein bisschen, keine Ahnung, weiss doch nicht was, ein bisschen abziehen. Ja, so einfach ist es eben auch nicht mehr. So einfach ist es nicht, aber es ist natürlich der einfachste Weg, anstatt etwas leisten, einfach etwas zu zeigen, präsentieren, ist viel einfacher, das ist schon so. Aber ja, es ist nicht, wie du sagst, ich fotografiere jetzt meinen Pimmel oder meine Futze und dann tue ich sie rein. Es muss auch ästhetisch schön, es muss auch immer auch immer es gibt besser. Ja auch das Amateurlevel, das ja auch absolut erfolgreich ist, weißt, wo ja auch schlecht gefilmt ist und wo, keine Ahnung, die Hälfte nicht siehst und whatever. Sexuell gesehen gibt es so viele Sparten, dass es funktioniert. Aber ich denke auch immer daran, es gibt so viele OnlyFans-Fütze, die nichts verdienen. Und ich denke dann immer wieder, also weißt, wenn du das machst, dann musst du einfach Cash verdienen. Dann musst du wie so gut sein, dass du kannst sagen, okay, easy, mein Körper verkauft, whatever, aber dafür habe ich mir das Haus gekauft, bin safe für den Rest des Lebens, so in dem Stil. Das ist nice. Wenn du dann, ja, mit irgendwie 18, 24 habe ich mal 2'000, 3'000 Stutz verdient. Und dafür hast du nicht den Rest von deinem Leben Shamepoint. Grusel-Content auf dem Internet. Das ist schon ein heftiges Commitment. Ja. Hey, ich bin froh, du nicht Basejumpen. Du musst keine Pornos drehen. Wirklich. Lieber ein bisschen weniger Geld und mehr Risiko als, ja, voll. Ist als Performance Anxiety auf der Kamera. Nein, muss jetzt auch nicht sein. Also, wirklich. Ganz kurz, wie bist du abgegangen beim Volkanovski-Kampf, Mann? Bist du durchgefallen? Richtig übergefallen. Also, ja, ich bin wirklich... Das erste Mal bin ich übergefallen, als der Joe Rogan auf die Bühne kam, bei den Waynes. Und mein Kollege hat das Foto von mir gemacht. Und ich bin wirklich so ein bisschen... Nimm die zusammen, aber ich bin so ein bisschen... so cool! 30 Meter von mir weg. Und ja, das ist wirklich nie, aber irgendwie, das ist
jemand, der mich halt so lange schon begleitet hat, dass dann, wenn die Person halt live siehst und ich bin voll der Meinung, so don't meet your idols. Weißt du, das kann, Du bist es schon ist- enttäuscht. Genau, es wird das nie gut Idealbild ja, von ihm. aber genau gleich ist es einfach so, wenn du live siehst. Und es war voll easy gewesen, von weitem, aber es ist so ein bisschen crazy. Es ist schon crazy nach so einer Person. Oder Aljamain Sterling in Person. Leute, die du halt wie verfolgst, wo du Fan bist, Volkanovski, wo du nicht live siehst. Und umso besser, wenn du halt eben mit einem Mike Chandler kannst reden und er ist noch ein richtig geiler Sieger. Ja, voll. Das ist wirklich eine Win-Win-Situation. Genau. Und hey, wirklich alle Kämpfe waren der Wahnsinn gewesen. Also weißt du, der Duplessis gegen, wie heisst der Australier? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen, aber Whittaker. gegen Easy schon zweimal gekämpft hat. Whittaker. Whittaker, genau. Der ist richtig abgegangen. Der Bone-Nickel-Kampf war super gewesen. Und dann natürlich der Co-Main-Event um ein Belt mit dem Moreno und Brasilianer. Jetzt weiss ich den Namen nicht mehr. Anyways. Aber nicht der Figueroa, oder? Nicht die, Nein, die nein, schon nein, der- ein paar Mal gekämpft haben. Nein, jetzt ist er ein neuer gewesen und er hat ihn ja besiegt. Das habe ich mitbekommen. Ich habe den Kampf nicht gesehen, muss ich sagen, aber Ist ich ja habe den Moreno richtig. richtig gern, Mann. Er Der ist Moreno so ist ein Assassin sympathischer... Baby ist der. Assassin. Richtig, so nennt er sich. Ja, genau, Er ist ist ein der Kampfmann. Boss, er ist so ein guter Mensch. Gell, Also so- weißt du, so herzlich und so. Genau, so Wirklich? richtig sympathisch. Genau, und das hat mich hure mögen. Ihm hätte ich so fest gegönnt. Und das war ein brutaler Kampf gewesen. Er Sie hat haben eine riesen Schlägerei, sich- Mann. Sie haben sich alles gegeben. Und der Volkanovski-Fight ist einfach... Der Volk ist... Der ist ein Übermensch. Also ich meine, er ist Pound for Pound jetzt. Ja, das ist... Also, Mit ist er dem- nicht schon vor dem letzten Kampf Er von war und jetzt mit dem John Jones zusammen, ich glaube, sie beide. Aber er ist ein Genie. Also einfach ein kriegtechnisches Genie. Bro, ich habe Martial irgendwie Art. nicht so gerne, muss ich sagen. Also kämpferisch, Also der brutal. Podcast ist jetzt fertig. Ich gehe und Freundschaft ist auf. Das Glas vom Tisch schlagen. Das ist immer noch eine Tasse. Bro, Kämpfer ist brutal. Ja. Next Level. Er ist mir immer mega unsympathisch gewesen. Ja. Bis er gegen wer hat er Glatze gekämpft? geschnitten hat. Nein, gegen wer hat er zuletzt gekämpft? Nicht jetzt der Kampf. Gegen Makachev. Gegen den Makachev. Er hat safe gewonnen. Nicht Ich nicht finde safe, nicht. aber man hat es ihm gut können geben und niemand hat sich beklagt. Okay, ich finde nicht, aber ja, aber sein Post-Fight-Interview, Ja. dort habe ich den kleinen Anfang gerne bekommen. Ja. Richtig geil, wie er geredet Ja, hat. Dort. ja. Und nicht, ich hätte gewonnen, es ist knapp gewesen, dies, das, sondern für richtig coole Ja. Niederlage genommen und sagen, hey, hoffentlich gibt es einen zweiten Fight, danke an die Fans, dies und das. Ja. Nein, Sorry, ich habe schon unterbrochen, ja. Nein, ist schon gut. Nein, ich bin wirklich schon lange ein sehr grosser Fan. Aber wie gesagt, ich meine, jedes Mal, wenn die ins Cage gehen, jeder, der das macht, ist für mich einfach ist unfassbar. Ja. Was die leisten, was das für ein Sport ist. Und eben, es wird immer wieder belächelt, weil Leute sagen, es sind Leute, die im Cage aufeinander losgehen. Was das für eine Arbeit ist, was das für eine Perfektionierung vom Körper ist. Wie viel Schweiß da drin steckt, wo das sehen die Leute nicht, die sich nicht Unglaublich, damit genau. beschäftigen. Genau. Und wir das- kennen schon nur einen Bruchteil, weißt du, wie ich Genau. Und eben, das ist wirklich jedes Mal für mich wieder so faszinierend. Und eben, was der menschliche Körper fähig ist auszuhalten. Mhm. Ich meine, der Dan Hooker gegen Tarantula, wie heißt der? Jalen Turner. Der richtig lang Blackie. Okay. Ein riesen Fight gsi. In der ersten Runde der Arm gebrochen. Arm gebrochen und noch gewonnen. Mit einem gebrochenen Arm und einem was? gebrochenen Jochbein. Und einfach so, na Scratch. Weißt du, so, und einfach durch, ich weiss nicht, linke, rechte Hand, mit einem gebrochenen Arm nach Bomben gelegt und wirklich, das ist Wer hat crazy. gewonnen? Dan Hooker. Der Dan Hooker Ja, hat sich ja. gebrochen und hat gewonnen. Ja. Das war ein riesen Fight. Also Krass. wirklich, es ist die ganze Karte, der Vibe dort, die Leute, es ist... Eben, ich bin irgendwie, glaube 4 Reihen hinter den Kämpfern gehockt. Also es ist wie 4 Reihen und sie sind auf der anderen Seite so vorne wie ein Spickel, sind Fighters gewesen. Und ich bin da hinten gehockt. Und eben, es sind auch Strickland, Adesanya, der Gordon Ryan ist der gewesen, der Danger vom der Craig Jones ist der gewesen. Der Gordon Ryan ist Ja. der gewesen. Ja. Ah, was?
sie alle dort gewesen. Alle. Alles, was Rang und Namen hat. Krass, hätte ich Es jetzt nicht gedacht, dass der Wirklich. Und ich bin dann dann vor einem Mann vorne stehen und also ein bisschen in die Runde geschaut und es ist wirklich alles, Ian Gary, alle super Samba, sehr... geil. Ja, ja. Ja, es ist, Trump war der gewesen, dude. Der Trump. Ja, Trump war der gewesen, Theo Van war der gewesen, der Shane Gillis. Es ist wirklich, es ist ein riesiges Event gewesen. Krass. Und Ja, das Erlebnis ist es wird Es wird so Core Memory. Ja, voll. Ja, Crazy. So Geschichte. Eingehen. Ja, ja, das ist unvergesslich gewesen. Das ist wirklich ein Erlebnis, wo ich lange wieder mit mir herumtragen. Wer ist dein Lieblingsfighter eigentlich? Der Volkanovski? Hey, ich finde es immer ganz schwierig zu sagen, weil ich von jedem Fighter extrem Respekt habe und weil sehr viele Fighter ich gerne schauen. Und darum finde ich es immer schwierig zu sagen, wer ist mein Lieblingsfighter. Aber ich würde, wenn du jetzt sagst, ich muss jetzt einen sagen, würde ich im Moment auch schon der Volkanovski nehmen. Ja, Schon? ja Okay. ich glaube schon. Aber es gibt extrem viele Leute, die ich sehr spannend finde. Ja, weißt du, das ist Aber ja... ich glaube halt mehr so, eben vom Kampfstil her, weil einfach, ich finde ihn extrem sympathisch, ich finde ihn als Sportler extrem erstrebenswert, alles. Aber ich bin eigentlich auch so, ich finde eigentlich an jedem Menschen irgendetwas gut. Ja. Für mich fix klar der Chimaev. Chimaev? Khamzat Chimaev. Ja. Bro. Also Der Typ. nur als Fighter oder einfach alles? Ich finde alles seine Attitude, wie er einfach reinkommt. I'm gonna kill everybody. Und dann auch, wie er redet mit Ja, dem ja. Ding. Das ist, oh, you are black belt, I am blue belt, I'm gonna make you tap. Ja. Und dann verprügelt er ihn einfach voll dort. Ja. Und Ja. kämpferisch massiv. Unglaublich. Also und Massiv. extrem also extrem spannend zum Zuschauen. Mega. Er kämpft jetzt, hä? Ich wollte Gegen schauen, ob den- es passiert, ich hasse aber den. ja. Hä? Ich hasse den, seinen Gegner. Der Der Costa. ja, stimmt. Dude, Ich finde ihn also mit dem kann unspannend. ich- Der und der mit ihm- Vettori, wie heißt der? Der Italiener, ja. Die zwei finde ich... Sorry, Mann. Ja, also ich verstehe es bei beiden absolut, 100%ig. Ich finde, was ich muss lassen, ich habe auch eigentlich nie wirklich Sympathie gehabt für Costa. Hm. Aber ich habe dann so ein bisschen angefangen, seine Posts zu lesen und er ist hure lustig. Schon. Der hat recht einen guten Humor, ja. Also er macht ein paar, der Kollege schickt mir eben, der Kollege findet ihn recht gut und schickt mir dann immer seine Tweets, die er rauslässt. Und er macht lustige Tweets. Aber eben, kämpferisch, eben, Balloon Animal und kämpferisch halt wirklich nicht so interessant. Ja, finde ich auch. Und halt charaktermässig auch wie nicht null auf meiner Wellenlänge. Ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Hast du gesehen, Sean Strickland gegen Adesanya? Also es ist noch nicht sicher, Genau, aber man munkelt ein bisschen. du, Ey, das also ich sage, der Strickland keine Chance. habe ich auch gesagt. Ich bin mega lang ein Adesanya-Fan gewesen. Ja. Ich finde ihn auch, Kämpfer ist immer noch einer der besten. Also ich finde ihn wirklich... Charakterlich hat er ein bisschen nachgelassen. Bro, charakterlich hat er mich gefickt, der Junge Mann. Ich sag dir ehrlich, er hat mich auseinandergenommen, Mann. Es hat doch den Kampf gegeben mit dem Pereira. Ja. Und wo sie noch Thai-Boxen gekämpft haben... Mit dem King. Genau. Ich habe genau gewusst, dass du den bringst. Oh mein Gott, Bro, ein Kind... Wie alt war der dort? 7? Vielleicht 8? Ja. Heute sagen wir 12 von mir, ist doch scheißegal. Macht ihn so an, wie er K.O. gegangen ist. Der Typ merkt sich das. Nach 10 Jahren sucht er im Stadion, wo er gewonnen hat, den kleinen Sohn dort und macht seinen Vater nach und postet, Bro, lass mich nicht lügen, ich habe ihn vor einem Monat entfolgt. Vor einem Monat er immer noch postet, wie er Sachen so gegen den Pereira, also dass er gewonnen hat und so. Bro, get it together, Ja, ja. wirklich. Chillen Ganz mal, ehrlich, Mann. ich habe die Aktion auch hure lustig gefunden. Ich Und has- er hat dann so gesagt, so ein bisschen, I'm pity like that. Und er, ja, ich habe es recht witzig gefunden. Ich habe es Aber- maximal Ich verstehe. scheiße gefunden. Bro, es zeigt einfach, finde ich, dass er ein unsicherer Charakter ist. Ja, voll. Es hat mit Ego zu tun. Er Nur. hat so ein kleines Ego und das Aber- finde ich wiederum so scheiße, weil ich habe ihn voll anders gesehen. Ich Ja, habe so voll. gedacht, er ist ein Motherfucker, er ist aus dem Nichts gekommen, er hat alles zerfetzt.
wie gesagt, dann ist er noch ein Anime-Fan, ist gerade so Sympathie, ich habe ihn mega, ich habe ihn voll gefeiert. Und ich bin auch deiner Meinung, ja. Also ich bin auch deiner Meinung, ich habe am Anfang einen extrem gefeiert und mittlerweile bin ich so, hey, schau, eben, er ist ein guter Fighter, aber ist jetzt auch nicht mehr so das Wahre. Nein, muss nicht sein. Aber die Aktion, dort habe ich ein bisschen lachen. Bro, ganz ehrlich, am Anfang habe ich auch gelacht. Das erste Mal war okay, aber er hat nachher voll über den Das mit dem Post, ich habe es wie echt Aktion habe ich wie lustig gefunden. Für mich hat es wie so, du hättest es machen können, es wäre wie ein lustiger Move gewesen, weil es einfach so easy, ich habe lange gehabt, aber ich habe es geschafft. Und Bro, seien wir ehrlich, er hat weisst wie gelitten. Mein Pereira hat ihn fertig gemacht. Über Jahre, weißt du, wie ich meine? Also, und das über eine Zeitspanne von... Er ist wie so der Kryptonit von ihm. Ja, voll. Und er endlich, und ich sage, sicher auch ein bisschen Glück dabei gewesen, dass er ihn so super verwünscht hat, dass er noch gegangen ist und der Pereira cuttet so viel Weight, dass es nicht mehr gesund ist. Dass es einfach nicht gesund kann sein. Und ich habe safe das Gefühl, dass das etwas damit zu tun hat, dass er so Knockout gegangen ist. Ja. Also, der Schlag ist perfekt gesessen, aber auch, wenn du so viel cuttest, es ist doch logisch, dass du nicht so viel schon du kannst die Energie nicht aufbringen. Weil das Hirn ist ja das Letzte, was sich hydriert wieder. Voll. 2 Sachen. Ich verstehe es, du bist voll happy, du hast endlich gewonnen, die Nemesis ist besiegt, du bist so, hey, dann siehst du so easy. Im Eifer des Gefechts, so mit Adrenalin, kann das passieren. Du kannst auch nachher sagen, im Interview, easy, scheiß drauf und so. Oder keine Ahnung, ich kann übertreiben oder egal, es ist mir egal gewesen. Aber dass du nachher monatelang, das hat mich gefickt. Ja. Das hat mich wirklich maximal getriggert. Und das Zweite ist, ich will nicht sagen, dass es ein bisschen auch Glück ist, sondern wenn du den ersten Fight schaust mit Adesanya und Pereira, Bro, verwünscht er ihn genau gleich, weil er weiß, was seine Schwachstelle ist. Aber nachher kommt genau der Gong und... Voll. Und der Schiri rettet ihn so, der Gong rettet ihn, weißt? Absolut. Also im ersten Fight hat er ja eigentlich ganz klar gewonnen, die ersten 4 Runden oder so, oder die 4. Runde. Ja, ich glaube 3 Runden hättest du ihm können geben. Und dann ist er einfach wie, hat er überrollt. Aber ja, anyways, ich dort im ersten Moment müssen lachen, aber es stimmt, das ist bei vielen Leuten das Problem, dass sie es wie nicht gehen können. Es ist so, hey, es ist ein lustiger Move, es ist vielleicht grenzwertig, aber es ist wie ein guter Witz. Ein guter Witz ist so on the edge. Genau. Und manchmal auch drüber, aber du kannst dann nicht... Du solltest es wie nicht wiederholen. Genau, aber das ist es genau. So es ist nicht so, es gehört, dann erzählst du es genau. Dann ist es wie schon durch. Dann musst du es einlassen. Aber es muss wie aufgekocht und aufgekocht und wieder reduziert, wieder aufgekocht. Ja, genau, nein, ich habe mir gedacht, mein alter Mann. Ey, Chimaev für mich Nummer 1, wirklich, ich erwarte noch, als wäre ich irgendwie sein Coach, man. Ich erwarte noch viel von ihm. Ja. So, dass er keinen Kampf bekommt, das finde ich so schade. Der Kampf, wo mich... Bro, weil ich glaube, sie wissen, was er für ein Motherfucker ist. Absolut. Ganz ehrlich. Ich glaube, der Fight, wo ich am allerliebsten würde sehen, wäre Chimaev gegen Lamis Glas in Ruhe. Du kannst nicht so schräg herstellen, das triggert. Chimaev gegen Adesanya wäre... Das wäre krass. Ja, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, Chimaev... er würde nicht... Bodigen. Chimaev der Adesanya. Würde ihn bodigen? Bodigen. Ich glaube einfach, weil Chimaev ist ein unfassbarer Wrestler. Bro, hast du mal seine Kämpfe gesehen, also vor UFC, wo er nur gewrestelt hat? Also einfach zwei ich glaube mal auf Instagram habe ich gesehen. Ja, das ist Next Level. Wie der reinshootet, Bro. Wie der, wenn du dich bewegst, wie er so auf dir drauf grindet und... Ja. Der Druck, Pressure Pulse. Ey, Bro, es ist übertrieben. Und mein All-Time-Favorite so von allen Legends und so würde ich sagen, ist der John Jones, Bro. Man. Ich finde ihn einfach maximal, Bro. Er ist ein Psycho, Mann. Er ist ein Psycho und auch seine Geschichte finde ich klein. Ja. Er polarisiert, ja, voll. Richtig. Ist so. Krasser Typ. Es ist eine andere Liga. Also ich meine nur schon, er ist immer nach der Spitze, dass er ich bin jetzt extrem gespannt auf einen Kampf gegen... Wie heisst der andere? Heavyweight? Wo er jetzt kämpft. Jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Ist nicht der Gustafsson, oder? Nein. Es ist er, der Champion war. Jetzt extrem lang. Einer von der... Wahrscheinlich... Also, der klare Hall of Famer ist. Teixeira? Nein. Anyways. Wir können es nicht googlen. Ja. Jamie, look it up.
Ich weiß es nicht mehr. Es kommt mir dann sicher in den Sinn, wenn wir es nicht mehr aufnehmen. Anyways, aber das ist ein Kampf, der ja eigentlich auch lange geplant war und jetzt ist der vor endlich fix und die kämpfen gegeneinander. Ganu hätte ich gerne gesehen. Hä? Ganu hätte ich gerne gesehen gegen John Jones. Ein Ganu. Ja. Alle haben gesagt, er würde uns sicher schlagen, er hat so viel Power und so, aber ich glaube gegen den John Jones. Bro, er lebt eigentlich mit dem Wissen. Aber ich muss ihm so gönnen. Ngannou, dass er jetzt den Deal hat mit FPL. Er hat ja jetzt der neue, ist ja gesigned worden. Und jetzt hat er ja den Kampf gegen Tyson Fury. Das habe ich gesehen. Und über 10 Millionen wird verdienen. Ja, du hast seine Geschichte. Weißt du, kennst du seine Geschichte? Vom Ngannou. Ja, Bro, der ist im Dreck aufgewacht, ne? Richtig leid. Es ist wirklich eine Podcast-Folge, wo ich wirklich... das ist unfassbar, die Story. Und dass er jetzt wirklich, weißt so, jetzt ist er dort aufgenommen worden, hat recht einen geilen Deal und hat auch einen Deal gemacht, dass seine Gegner mindestens, glaube ich, irgendwie 2 Millionen verdienen. Hat er wie können machen. Und jetzt kommt recht viel Bürokratie dazu. Weißt du, ich meine, ob das sich lohnt und alles, das sehen wir alles. Aber das ist halt nice, weil er sagt, hey, look, wer gegen mich kämpft, muss einfach viel verdienen. Weißt du, in der UFC ist ja so, zum Teil kämpfen eben Adesanya gegen jemanden, der so viel weniger verdient als er. Ja, beide haben ein hohes Risiko. Voll, Conor McGregor ist das beste Beispiel. Exakt. Und jetzt der Tyson Fury Kampf, der halt wird budgetmäßig einschenken und was sicher auch spannend wird sein. Bro, ganz ehrlich, ich halte nichts von so Sachen, ganz ehrlich. Auch so Jake Paul kämpft ja, mit all dem Zeug. Es ist so etwas, Bro, es ist so ein bisschen... Es macht den Kampfsport ein bisschen kaputt. Ja, aber auch Boxen und UFC hat nichts miteinander zu tun, Bro. Aber Tyson Fury ist immer boxen. Ja, er hat wählen, ich auch wählen. Was hast du wollen? Ich auch wollen boxen. Darf ich jetzt auch gegen Tyson Fury boxen? Ja, das ist schon bin ich auch dabei, für das Geld. Ich lasse mich ausnocken, erste Runde, Bro. Ich mach da, komm. Aber wenn du es so machst, ist auch, dann wirst du nicht nur ausgenockt. Ja. Nein, ich will schon dann hast du gewonnen. Aber ich gehe am Boden und kassiere. Darum, ich finde so... Ich glaube, ja. Schuster bleibt bei deinen Schuhen, wie man so schön sagt. Oder? Leisten. Ja. Aber ist okay. Ausländer ist okay. That's right, ja. Schuster bleibt bei Alter, weißt du, dann cutten sie das und dann sagen sie Ausländer. Nachher, weißt du, ich cut das voll. Ja, genau. Und dann so ein Wichser. Nein, ich cut gar nicht, Bro. Ja, nicht dumm, wenn irgendjemand zuschaut. Aha, ja. Das ist nicht das Schlimmste. Gibt sicher auch Leute, die nur das Negative nachher. Schuster bleibt bei seinen Schuhen. So, aber fuck off, Bro. Scheißegal. Geil. Ja, nein, also das finde ich einen interessanten Kampf. Ich verstehe, dass Floyd Mayweather, Conor McGregor, Jake Paul, alles das Zeug lass sein, aber das ist etwas anderes. Wieso? Weil Conor McGregor gegen Mayweather ist ja genau gleich, ein UFC-Fighter gegen einen Boxer. Das ist genau das Gleiche. Ja, aber der Ngannou ist der Conor McGregor ist viel mehr Karate Kid Style, weißt du, so das Karate Stance und MMA, und der Ngannou ist viel mehr einfach nur Boxen. Aber das ist auch dem Schwergewicht geschuldet, weil Conor McGregor seine Punches, also das präziser in der UFC ist. Also link. Ja, sein linker, also präziser hast du das wie nicht gesehen. Ja. Gegen den Jose Aldo. Ja. Crazy. Ja, aber ich glaube nicht, dass der schnell Themenwechsel, dass der Conor noch wird kämpfen. Ich glaube, der mit dem Gender wird, ich glaube nicht, dass der passiert wird. Ich glaube auch nicht, aber ich finde auch so, ist schon gut langsam. Ausser er kommt zurück und besiegt, weißt du, so, aber ich glaube nicht, dass es wird passieren. Das wird nicht passieren. Auch wie du sagst, er kann nur verlieren, aber wenn er gegen den Chandler gewinnt, ist es nicht so, oh mein Gott, ja, er ist jetzt der neue Champion. Es ist okay, du hast gewonnen, verpiss dich wieder. Ja. Er wird nicht mehr an die Spitze kommen, wo er gekommen ist, weil er ist gekommen, und ich meine, Jiu-Jitsu hat ja früher regiert, UFC, die haben die alle auseinandergenommen. Und ich finde, Conor McGregor ist auch so ein Mitgrund, oder wo Stand-Up wieder mehr in den Fokus gekommen ist, oder so, ihn kannst du wie nicht besiegen, und dann ist der Khabib gekommen mit Wrestling. Und jetzt aktuell, was herrscht, ist eigentlich Wrestling. Wenn du all die Champions anschaust, also nicht alle, aber es ist so wie, es kommen immer so wellenartig wieder ein neuer Hype, bis jetzt wieder etwas gegen den Khamzat, gegen den Islam, gegen den Khabib von früher, bis jetzt wieder etwas Neues kommt, wo das wie besiegt. Weil aktuell ist das... Ich weiß jetzt nicht, wie ich deiner Meinung bin.
Ich glaube, es ist... Nein, ich glaube einfach nicht. Weil ich meine, viele sind sehr gut im Wrestling, aber brauchen es nicht. Ich meine, Volkanovski ist auch ein Beispiel, er ist ein extrem guter Wrestler, aber er braucht das Wrestling eigentlich nicht viel. Also es ist extrem... Ich bin der Meinung, dass ein Wrestler ist ein extrem wichtiger Punkt vom MMA. 100%. Leute, die sehr gute Wrestler sind und dann noch gut im Stand-up sind die absoluten Killer. Absolut. Das siehst du beim Bo Nickel. Das ist ein Monster. Ich sag, wenn du alles brutal kannst, aber nur eins, dann also wenn du brutal im Jiu-Jitsu bist, brutal im Wrestling bist oder brutal im Stand-up bist, würde ich sagen, dass der Wrestler die größte Chance hat, zu gewinnen. Ja, wenn es so wie am Anfang von der UFC wäre, wo wirklich ein Wrestler gegen einen Boxer, Jiu-Jitsu gegen einen Karate. Voll, ich würde sagen, Wrestler. Also ist aktuell so... Ich weiss zu wenig über Wrestling, aber bei dem Wrestling hast du ja keine Finishes. Das ist ja nur Punkte, oder? Ja, voll. Also Okay. Pinnen. Aber Bro, also wenn du etwas in seinem Rücken hast, dann ist der da machen, Logisch, ist ja. jetzt Logisch. keine Das siehst Hexerei. du immer im Jiu-Jitsu. Ich war eben in Amerika in einem Gym. Schon ein White Belt, aber College Wrestler. So ein bisschen... Ach, da geht's bei dir. Der Grip. Ja. Das ist wie an die Klima. Ja, voll. Es ist so etwas extrem Spannendes, wenn dann, ich habe ja immer mal wieder Kampfsport gemacht, aber es ist wirklich, ist mir so eingefahren, als ich angefangen habe mit dem Jiu-Jitsu, wie machtlos dass du gegen jemanden bist, der gut in dem ist. Wie, und ich meine eben, ich bin parat, ich bin fit, ich habe auch schon Kampfsport gemacht und du wirst einfach auseinander Ja, schon. nach Strich und Faden und bist so ein bisschen, du gehst heim und bist so, ich glaube, Männlichkeit im Gym gelassen. Ja, schon. What? Ich werde niemanden beschützen. Ja, voll. Ich kann nicht mal mich selber schützen. Ja. Easy Bro, wir haben auch wirklich brutale Leute im Training und ich Ja. meine, es gibt Das Level Sessions, ist sehr gut. wo wir 9 Black Belts haben. Ich meine, sorry, wo siehst du das? Ja, Und ja, aber es ist geil. Es ist geil. So lernen wir es und so. absolut. Also eben, es war unvergleichbar gewesen. Bei den Gyms, wo ich trainiere in Amerika, es war unvergleichbar gewesen mit dem Ruckus. Ich habe voll gedacht, du kommst und sagst, oh mein Gott, Bro, was ich gelernt habe. Gracie, Gyms und voll das Shit habe ich gedacht. Und Ah, du eben das heute ist- sagst du mit dem Training, Bro, das war nichts. Es war eine abgeranzte Bude gewesen. Also wirklich. Und das ist bei vielen so. Und das hat der Sam, unser Coach, sagt das ja. Oh, das ist halt, wenn du von dem musst leben, wenn das, was wir haben, ist unfassbar geil. Das ist freiwillig, das ist, man zahlt nicht viel, es ist ein Team. Es ist Non-Profit. Es ist einfach, es ist eigentlich wieder ein Eingliederungsprogramm. Ja. Und wenn du halt nicht darauf angewiesen bist, dass du musst Geld verdienen, jeder, der dort reinläuft, du hast sie gesehen, das sind einfach 200 Stutz im Monat, die reinlaufen. Und dementsprechend wird es gehandhabt. Die können ja gar nicht sagen, ja, nein, du musst jetzt wieder... Also klar könnte sie, aber du zahlst 200 Stutz, komm. Und ob du jetzt in der Reihe stehst oder nicht, ist scheißegal. Ob du und dementsprechend ist es zu und her gegangen. Und ich bin halt extrem ordentlich und ich habe es gerne super. Und durch das war es auch sehr schwierig gewesen dort, weil ich wieso... Ihr seid jeden Tag hier. Ich meine, holt eine Putzequipe, malt die Wände, weißt du so. Ja, investieren ein Wie bisschen. das WC irgendwie, es hat keine Dusche rein. Bro, niemand kommt der duschen. Niemand duscht. What the fuck? Alter, alle kommen mit dem Ski schon ins Gym rein. Die legen das daheim an, hocken ins Auto, laufen dort her. Und voll verschützt fährst du wieder heim. Und dann fährst du voll Schritt, musst heimfahren und nachher... Du, das ist wirklich... Ekelhaft. Das ist ekelhaft. Schon ekelhaft. Und das Level war wirklich nicht gut gewesen. Also eben, es hat dann so die Ausnahmekämpfer, unser Coach-Trainer war eben 5-Stripe Black Belt gewesen, der immer noch Competitions macht. Unfassbar gut, extrem gut im Erklären. Mit dem 4 Privattraining gehabt, wo ich viel gelernt habe. Und, aber von den Leuten, die die Unterrichtsklasse genommen haben, wo ich war in diesen 2 Gyms, ja eben, es hat... Ja, ich bin sehr gut durchgekommen und eben, es hat alles, es war eigentlich nur White Belts. Okay. Und er hatte ein Blue Belt gehabt, und dann ist der Black Belt gekommen, der unterrichtet hat. Und du bist so ein bisschen, okay, es ist einfach
Und dann ist einer nachher vom New Wave Team, das war spannend, mit ihm zu kämpfen, der hat einen höllenschönen Flow gehabt. Und du hast auch gemerkt von Anfang an, so ein bisschen, okay, weißt du, so, er hat gesagt, hey, machen wir, Noki war und ich so, ja, Und dann haben wir angefangen und er so, ja, okay. So, es ist Levels. Aber es war spannend, es war eine schöne Erfahrung, aber ich habe jetzt von einer Kollegin von denen habe ich 2-3 Orte bekommen, wo sie gesagt hat, wo ich soll trainieren soll, weil es dort anders zu und her geht. Und das werde ich sicher abchecken, wenn ich zurückgehe. Geil. Mhm. So ist es. Ja, wie siehst du es? Das Wasser ist leer, hä? Das Wasser ist leer. Der Themenpool ist erschöpft. Der Themenpool ist erschöpft. Du bist auch nicht irgendwie... Ich bin immer noch ein bisschen im Jetlag. Halt. Jetlag, genau, bist auch noch. Aber wir können es ja so machen, 2 Stunden ist solid. Wer bis jetzt durchgelassen hat, ist ein Champion. Und dann können wir mal einen machen. Fix. Mehrere. Dann Dann wieder neue Themen. Also, bin dabei. Irgendwie letzte Wort in die Kamera. Hey, merci vielmals fürs Einladen. Merci vielmals fürs Reden. Ich finde, du machst es sehr gut. Ich finde es cool, dass du es aufziehst. Ich habe eine Erwartungshaltung jetzt. Also das muss wie abgeliefert werden. Jetzt geht es los und es muss einfach so bergauf. Okay, gib mir Mühe. Hey, und sonst, ich freue mich auf das nächste Gespräch. Ich freue mich auf die nächste Rolle. Schade, dass du heute nicht mit mir kämpfen. Hey, und der Flo, sorry, ist heute weggerannt. Oh mein Gott. 3-mal habe ich ihm gesagt, Bro, rollen wir. Ja, nachher. Ja, den letzten machen wir. Ja, ich habe nicht gerechnet, dass wir nur 4 Runden machen. Ja. Nächstes Mal. Ja. Aber nächstes Mal, ich renne nicht mehr weg. Also. Gib mir Mühe, okay? Super. Angst Ja, freue mich. Du bist in Amerika gewesen und... Ich gehe fein. Ich tue fein. Okay, dann bin ich froh. Hey, danke Merci vielmals. Und bis die Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Und es heißt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Voila. Wallah, es heißt so. Voila, das heißt so. Schöne.